Alle reden, keiner sagt doch jetzt. Komm, Jetzt sag redet denen mal. Jetzt redet wir. Scheinst du das jetzt noch raus? Ja, das Stöhnen muss Das nicht. Stöhnen. Ich würde es dann lassen. Oder die Bloopers schießen. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von «Jetzt redet mir». Heute mit dem Dave, extra für euch, von den USA da geflogen, nur wegen dem Podcast. Ja, ich kenne den Dave eigentlich null, also zero. Wir haben uns heute zum ersten Mal getroffen, zum ersten Mal gesehen. Er ist ein Kollege von einem Kollegen, der Flo, der war auch mal da gewesen. Die Folge wird auch irgendwann mal ausgestrahlt. Und ich würde gerne dir das Wort übergeben, vielleicht, wenn du dich mal magst vorstellen. Ja, sehr gerne. Es ist wirklich tatsächlich so, als ich deine Einladung bekommen habe, ich sofort den Flug gebucht in die Schweiz. Selbstverständlich. Ich dachte, die Chance darf ich mir nicht entlassen. Es ist verdammt geil, um mal auf Schweizerdeutsch in einem Podcast zu haben. Also nicht, dass ich verdammt viel Podcast-Erfahrung schon hatte, aber ich kenne noch deinen Podcast nicht. Ich habe auch extra, weil ich ja gewusst, dass du mich nicht kennst, habe ich gedacht, es ist wie easy, wenn ich auch nicht zu viel über deinen Podcast weiss. Ich kenne das Format nicht wahnsinnig. Zu mir als Person, mein Name ist Dave Grissom, ehemals David Müller, geboren. Ich habe den Namen von meiner Frau angenommen, das sagen Toni sehr amerikanisch, ich bin aber eigentlich born and raised in der Schweiz, Berner, wie man im Dialekt nachgehört, was dir nicht würde glauben. Ich habe normale Kindheit gehabt, sage ich mal, aufgewachsen. Ich war immer ein Nerd gewesen, sehr stark. Ich würde sagen, ich bin vielleicht nicht normal aufgewachsen, ich bin vielleicht eher im Keller aufgewachsen, vor dem PC-Bildschirm. Habe dann Informatikerlehre gemacht, habe nach der Informatikerlehre angefangen zu arbeiten als Informatikberater, habe nebenbei ein Studium gemacht in Betriebswirtschaft, Fachhochschule. Und mit 25 hatte ich das Gefühl, das, was ich hier mache, in der Bude, das kann ich selber besser, vielleicht jugendlich Übermut ein bisschen. Und habe dann eine eigene Firma gegründet, die dann über 8 Jahre aufbauen und im Jahr 2021 verkauft. Ich habe wortwörtlich die Firma gegründet im letzten Jahr von meinem Bachelorstudium. Das war eine sehr intensive Zeit. Das glaube ich, ja. Ich habe dann die Firma verkauft im 2021, bin dann dort noch ein Jahr dort geblieben und bin dann ausgewandert in Silicon Valley. So gesehen das Mekka von Informatik. Meine Frau ist ursprünglich von dort. Wir haben 8 Jahre lang hier zusammen gewohnt und haben dann gefunden, wir wandern dort heraus. Eigentlich, ich hatte das Ziel, mich zur Ruhe zu setzen. Ich hatte das Gefühl, dass jetzt der Zeitpunkt ist. Ich bin meiner Rolle als Vater, ich habe einen 3,5-jährigen Sohn, nicht gerecht worden, als ich hier noch das Geschäft hatte. Und ich bin eigentlich sehr ambitionierter Mensch, auch was ich mache, und das Gefühl, jetzt als Vater habe ich nicht brilliert. Darum habe ich das Gefühl, ich setze mich jetzt zur Ruhe, chillen ein bisschen, ich bin Fulltime-Daddy. Meine Frau hat gesagt, sie geben mir ungefähr 12 Monate. Nach 3 Monaten habe ich eine neue Firma gegründet im Silicon Valley, wo ich jetzt im Aufbau bin. Aber ich bin nicht gleich am Arbeiten. Ich habe andere Konzepte dahinter, wie ich es mache. Ich stelle vielleicht eher mal jemanden an, jemanden mehr an, für das ich weniger muss arbeiten muss. Ich nehme es immer noch sehr ernst in meine Vaterrolle. Ich will wirklich dort brillieren in meinem Leben. In meiner Freizeit gehe ich gerne ins Gym, ich mache Jiu-Jitsu, aber den Nerd habe ich nicht so ganz aus mir rausgebracht, darum gefällt es mir auch wahnsinnig hier im Studio. Ich sehe diverse Manga-Akzente, sowohl auf deiner Haut wie auch dort oben. Ich sehe es leider nicht. Ich habe das Gefühl, ich habe hier vielleicht auch einen Fellow Nerd getroffen. Ich denke, wir werden sicher das eine oder andere zum Reden haben. Ich kenne noch den nicht, ich kenne den Podcast nicht. Woher kommt die Liebe zu Mangas? Hey, ganz kurz, bevor ich es mir gerade aufgefallen, wenn wir es ein bisschen näher nehmen, weil die hat mich letztes Mal so zusammengeschissen, man hört dich immer sehr gut und deine Gäste immer nicht. Und jetzt haben wir es ein bisschen im Blick da mit der neuen Kamera, wir haben upgraded, wie ihr vielleicht auch seht. Die Liebe zu Anime kommt eigentlich von der Kindheit im Fall. Ich bin aufgewachsen mit 3 Brüdern, wir sind 4 Jungs. Und ja, früher Dragon Ball ist ja so... Jedermann. Ja, hat jeder geschaut. Und mit dem ist so wie ein das Feuer entfacht, sage ich mal.
Und dann Kollegen, was schaust du an, und dann redet man darüber und hast du den Anime schon gesehen, den. Und dann hat man mir Naruto gezeigt und ich sage dir ehrlich, ich habe es von Anfang an voll boykottiert. Ich so voll der Kinderscheiß, ich schaue das nicht. Und, Wie alt bist du? Ey, nicht mal so alt, ich glaube 26 oder so. Wo hast du entdeckt? Ja, Scheiße, okay. Ja, so 4 bis 26 etwa. Okay. Und dann habe ich alle Kollegen, es ist brutal. Und ich so, ja komm, nein, schaue ich nicht. Und dann nach einer Operation, die ich hatte, ich hatte nichts zu tun. Ich so, komm, eine Folge gebe ich mir. Und dann habe ich die ganzen Naruto Classics, glaube ich, in einer Woche durchgeschaut. Also so Laptop und Essen aufs WC mit dem Laptop, volles durchsuchten. So ist die Liebe ein bisschen entfacht. Selber? Dragon Ball angefangen mit 7 und dann Naruto und One Piece mit 12 angefangen. Ja. One Piece ist mein absoluter Favorite Manga. Aber ich habe daheim eine Sammlung von ungefähr 500, 600 Comics, also Mangas eben. Okay. Ich bin eher der, der es gelesen hat anstatt geschaut. Spannende Anekdote vielleicht. Wer ist von dir aus gesehen in Naruto der härtest arbeitende Charakter? Der härtest arbeitende Charakter? Spannende Frage. Ich glaube Naruto selber. Also es ist so... Er kann nichts, er wird irgendwie gemieden von der ganzen Gesellschaft und er hat einfach ein Ziel, ich werde der fucking Boss da und Hokage. bügelt und macht und tut und bis er es wie erreicht. Der krasseste Ninja, wenn du mich fragst, ist der Kisame. Weil er eigentlich auf alles scheißt und nur seinen Auftrag erfüllt, wie Ninjas ja eigentlich früher wie sind. Für mich ist der härteste arbeitende der Rock Lee. Ja, okay, ja, fair enough. Den kann man auch zählen lassen. Es könnte man erwähnen, dass der zweite Name von meinem Sohn Lee ist. So, Ja, aber voll. wegen Rock Lee. Ja, geil. Also 2 Gründe. Er heißt Cory, aber er heißt Cory Lee, weil ich es immer so bewundert, wie der so wahnsinnig hart gearbeitet. Aber ich finde es so lustig, weil wenn du ja in der Schweiz etwas redest, also wenn du etwas kleiner machen willst, du sagst Lee oder keine Ahnung, Hakan Lee oder was soll ich sagen, oder? Ja. Und dann ist es wie lustig gefunden, dass wenn die Leute dann sagen Cory Lee oder dass ich kann sagen, hey, nicht beide Vornamen, auf einen ist schon ein bisschen ruhig bleiben. Entscheide dich für einen. Genau. Das ist so ein Aber Favorite Charakter nicht? Das schon nicht, Rock Lee. Nein, der kommt dann eher aus dem One Piece Realm, aus der Favorite Character. Im Naruto wäre es auch Sasuke. Sasuke? Ja. Ich finde aber, Sasuke ist ein brutaler Name. Ja. So für, wenn ich mal irgendwann ein Kind haben werde und du meine zukünftige Frau bist, Sasuke. Das wird Brutal. Sasuke. Das ist ein brutaler Name. Finde ich gut. Hey, ganz kurz, ich glaube, du wirst mich jetzt nicht so sympathisch finden. One Piece habe ich geschaut. Es hat mich nicht gecatcht im Fall. Ich habe es geschaut und... Soll ich raus? Nein, ich gehe schon. Ist easy, geh. Der Blick hat sich gerade geändert. Nein, ich habe wirklich etwa 300 bis 400 Folgen geschaut. Eine Saga habe ich durchgeschaut da in dem... Das schreibt man E-N-E-L. Es hat ganz anders getönt, was er jetzt gerade gesagt hat. Ey, irgendwie bin ich nicht warm geworden. Vor allem also, dass es immer wieder so das, was passiert ist, nochmal zeigt. Es ist so hure langatmig. Und dann sind sie so super stolz. Wir haben 1000 Folgen. Ja, Alter, du zeigst ja auch jede Folge etwa 10 Mal. Voll unsympathisch, gell? Nein, gar nicht. Ich sag dir, was ich das Krasseste finde in diesem Manga, oder? Das es kommt pro Woche ein Kapitel aus, oder? Das heisst, zwischen Kapitel, sagen wir mal, 1 und Kapitel 500 liegt etwa 10 Jahre, oder? 52 Kapitel im Jahr, ne? Er zeigt im Kapitel 5, oder vielleicht 10, zeigt er einen Charakter einmal von der Seite. Und das nächste Mal, wo du diesen Charakter siehst, ist etwa Kapitel 500. Und das ist so, die Art und Weise, wie er die Welt baut, ist so vorausschauend. Während dass die meisten Mangas sehr stark davon leben, dass sie on the spot gewisse Sachen, so ein Backflash, und dann werden Sachen vorgestellt, die du vorher noch nie hast davon gehört, und jetzt ist es echt die neue Realität. Und er macht das wie nicht, er kreiert das Spinnennetz mit allen verschiedenen Handlungssträngen, die immer wieder unterbrochen werden. Ich finde einfach, das ist verdammt nochmal godlike, wie er das baut. Ja, also er ist sicher ein riesiges Genie. Er ist sicher der Goat von allen Anime. Das gehört mir jetzt gar nicht. Ich habe ihn schon vorgewarnt, ich kann nicht sauber trinken. Ich gewöhne mich dran. Ja, auf jeden Fall. Nein. Aber selber zeichnen tust du nicht. Ich habe gesagt, du tust malen.
Ich tue malen, ich kann nicht zeichnen. Ich kann auch nicht malen, aber ich male einfach. Also der da ist wunderschön. Das ist unten am Boden. Du hast eins auf der Staffel. Das ist Staffelei, ja. Und dann hast du unten eins am Boden noch. Ja, das ist auch. Das ist schon von dir? Das ist auch von Das ist mir. wunderschön. Danke, danke. Hey, ich habe das in der Psychiatrie, eben das ist vielleicht auch so etwas, ich habe lange in der Psychiatrie gearbeitet, 7 Jahre, Akutpsychiatrie. Und dort gibt es halt Maltherapie für die Insassen, siehst gerade Gefängniswelt reingerutscht, für die Patienten. Und dort konnte ich einen dazu animieren, so einen Schizophrenen, zum Malen. Und er ist so gut in dem geworden, dass er mich ein bisschen geteacht hat, so im Malen. Und dann habe ich auch Feuer gefangen und seitdem ist es so wie ein bisschen Therapie, sage ich so. Das ist wunderschön. Ab und zu so ein bisschen sounden, 4-5 Stunden ein bisschen malen, ein bisschen sein pro Tag. Ich glaube, es ist mega etwas Cooles, wenn man so etwas hat, wo sehr meditativ ist im Leben. Für mich ist das zum Beispiel ins Gym gehen. Das klingt vielleicht nicht wahnsinnig meditativ, aber wenn ich ins Gym gehe und mache Kraftsport und ich tue enorm schwere Gewichte lüpfen, dann braucht es unendlich viel Konzentration. Und ich habe während der Zeit, als ich meine Firma abgebaut habe, ich sage mal, gerade in der Zeit, wo ich noch den Bachelor abgeschlossen habe, oder wo ich noch den Master nebenbei gemacht habe, und noch 70 Stunden arbeiten und zum Teil auch mehr jede Woche, ist es enorm wichtig für mich, dass ich jeden Mittag ins Gym bin gegangen. Okay. Ich bin jeden Mittag ins Gym gegangen und habe eigentlich nicht dort, wenn du heftig lüpfst, deine Gedanken dürfen nie anders her. Du musst dich auf das konzentrieren, sonst wird es gefährlich. Wenn du deadliftest, keine Ahnung, 150 Kilo deadlift für dich oder was auch immer die Nummer ist, wenn du nicht bei der Sache bist, die du jetzt machst, sondern mit deinen Gedanken beim Unternehmen bist, bei deinen Mitarbeitenden Problemen, bei irgendwelchen solchen Sachen, dann verletzt du dich. Und das war für mich so meditativ gewesen. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch für dich auch etwas ist, wenn du malst. Ich muss ehrlich sagen, beim Malen ist es also ich bin voll bei dir. Ich sage auch, man braucht Sachen im Leben, wo du komplett kannst abschalten im Sinne von, wie du sagst, Gedanken auf Null stellen, nur auf die eine Sache. Und Malen ist ein bisschen anders. Malen ist so, du hast 1000 Gedanken und probierst die eigentlich in Farbe wiederzugeben. Gefühl, die du vielleicht in dir hast, komischerweise lässt die Farbe für dich sprechen. Es klingt voll, als wäre ich irgendwie Picasso. Der ist wirklich anders. Was bei mir das auslöst, was du sagst, ist das Jiu-Jitsu oder Schachspielen. Weil beim Schachspielen kannst du nicht noch irgendwo anders deine Gedanken schweifen lassen. Wenn du nicht voll bei der Sache bist, dann gehst du unter. Weil es 1000 offene Spots hat und du musst so bei der Sache wie bleiben, oder sonst schläft es wie nicht. Ich spiele auch sehr gerne Schach. Ich habe eine Zeit lang Go gespielt. Sagt ihr Go etwas? Nein. Ist ähnlich wie Schach, aber man sagt, es ist viel komplexer, weil du hast viel mehr Möglichkeiten. Also zum Beispiel die erste künstliche Intelligenz oder AI, oder wo hat der beste Schachspieler geschlagen ist in den 90er gewesen. Und es ist effektiv bis 2016 gegangen, glaube ich, wo AlphaGo als erste künstliche Intelligenz haben wirklich auch die besten Go-Spieler hat besiegt. Okay. Weil es so viel komplizierter ist. Oder? Wahnsinnig spannend auch, aber fühle ich völlig, was du sagst. Oder? Im Moment, wo du dort spielst, und dann, vielleicht bist du auch noch ein kompetitiver Mensch, oder? Das heisst, du willst vielleicht auch nicht unbedingt verlieren und schon gar nicht in eine Dummheit anstellen, 100%iger Fokus. Im Jiu-Jitsu, ich weiss es der Mensch, aber dort fällt es mir gar nicht schwer, mich zu konzentrieren. Okay. Weil ich immer Angst habe. Okay, Oder okay. es ist wieder Dauerangstzustand. Ich rolle mit dir und ich bin nicht ruhig. Ich verletze mich deswegen auch zu oft, weil ich wie zu verkrampft bin. Ich war beim Physio und er hat so gefunden, so, hey, du schnaufst einfach wahrscheinlich nicht super, wenn du kämpfst. Und dann übersäuern deine Muskeln und dann verletzt du dich. Und ich glaube, so dort bin ich, ist nicht das gleiche Meditative für mich, weil ich panische Angst habe. Okay. Ich bin die ganze Zeit so, das ist richtig unangenehm und jetzt fliege ich und jetzt werde ich gewürgt und mein Arm tut mir weh. Und ich bin natürlich auch, oder ich bin nicht in der Black Belt, ich bin noch nicht auf dem Niveau, wo ich in dieser Ruhe bin. Und das liebe ich auch, wenn ich in meinem Professor zuschaue, wer er kämpft in einer Competition. Das ist nicht so hektisch, das ist so, wow, in Ruhe, und das ist schwer beeindruckend. Das ist sicher auch das Ziel. Ja, also verstehe mich nicht falsch, ich bin gar nicht irgendwie auf so einem Level, wo ich voll ruhig dort kann flowen, gar nicht. Ich bin genau gleich, wir sind auf der gleichen Stufe. Ich bin genau gleich hektisch und panisch und Angst, ich will nicht gechoked werden.
Aber weil ich in dieser Panik wie verfalle, habe ich gar keine Zeit für andere. Ich kann nicht noch so denken, hey, habe ich eigentlich alles erledigt im Geschäft? Hey, wie geht es eigentlich meinem Kollegen? Also, ich habe null Zeit, ich habe wie zero Zeit für das. Ja, voll. Es ist wirklich so ein Zustand von absoluter Konzentration im Moment drin. Vielleicht habe ich einfach nicht das Meditative drin, weil es so verdammt hektisch ist. Aber ja, ich fühle es. Ja. Stimmt schon. Hey. Lieblings Position im Jiu-Jitsu? Guard. Guard? Ja. Als Bottom? Also ich ziehe mega gerne Leute in meine Guard. Und dann was? Shoulderlock, Armlock? Hey, morgen kommst du doch ins Training und ich will meine Keimwaffen noch nicht verraten. Nein, ich joke gerne, also ich gehe gerne am liebsten schon auf den Hals. Gi, CKL, Gi, so Sachen, genau, Lapel, Joke, so Sachen. Wo ich hohe Mühe habe, sind Beine. Also Leute, die so gerade auf die Beine gehen. Okay, Acha. Eine Notiz. How to leg lock White Belts. Genau. Nein, das kann ich gar nicht. Aber es ist so ein geiler Sport, weil eben, du machst es ein Jahr, hast du gesagt. Ja. Ich mache es eben schüch länger. Aber du hast noch tausende Sachen zum Lernen. Weißt, Leute sagen auch, Bro, ich bin Black Belt geworden, ich habe gedacht, jetzt habe ich es geschafft. Und dann sehe ich so, ey, ich habe noch gar nichts erreicht. Also, das Meer ist noch so tief. Ich bin irgendwie noch bis zu den Knien drin und es geht irgendwie, keine Ahnung, 100 Meter in die Tiefe. Das finde ich heavy, weißt du, dass du wie nie auslernst. Es gibt immer wieder einen Joke, wo sogar Black Belts das sehen und sagen, ey, krass, habe ich vielleicht mal gesehen als White Belt, total vergessen und jetzt habe ich wieder... Ja, auch mit Insta, oder? Ich meine, Insta-Algorithmen sind recht gut. In dem Moment, wo du anfängst, oder? Du weißt, ich kann Insta auftun, wenn ich zu einer gewissen Uhrzeit Insta auftue, dann habe ich einfach nur einen Jiu-Jitsu-Feed, oder? Und dann tagge ich das Zeug, so ist ich so oft meinem Professor oder so, und er ist schon oftmals... Habe ich noch nie gesehen, oder? Hure geil. Und ich glaube auch, wir haben halt viel mehr Zugriff auf Informationen heute, als vielleicht noch zur Zeit von Helios Grace oder so, oder? Wo ja, da hat man einfach das, was er dir teachen konnte. Und wir können das Handy vornehmen und sehen die lustigsten Videos, die krassesten Sachen. Das ist so gut. Wir haben eine richtige grosse Sammlung von Insta-Jokes und so. Zeugs, wo ich denke, so, das wollte ich irgendwann mal ausprobieren. Aber dann, ich nehme ab und zu noch Privatlektionen mit meinem Professor. Und wir machen 90% machen Basics. Einfach, weißt, er zeigt mir auch nicht dort einen krassen Joke, weil ich finde so, hey, es macht wie null, wir müssen nicht Jokes schauen. Du musst den anderen nur kontrollieren. Voilà, das ist es. Das ist auch das, was unser Trainer sagt. Er sagt, das ganze fancy Zeug, das er gesehen hat, wie man irgendwie mit einer Rolle den Rücken nachher sicher auch ich liebe das. Ich will das auch und so. Aber wenn du nicht mal bei dabei durchkommst, dann kannst du 1000 Jokes können, aber wenn du irgendwie gar nicht passen kannst, es bringt dir wie nichts. Und darum eben Basics. Und es ist Krampf, ein Krampf, der Sport ist ein Krampf. Du verletzt dich mega oft, hast du gesagt, ich sage es auch immer wieder. Also ich habe dir ja auch vorher ein bisschen erzählt, von den gebrochenen Rippen. Aber it's part of the game, ich denke mir so. Also ich meine, dein gebrochene Rippen nur so, für die, die es nicht wissen, es ist ja nicht so, dass er die Rippe gebrochen hat. Es ist so, dass er in 2 Jahren nicht gewusst hat, dass er die Rippe gebrochen hat. Ja. Und dann ist er gar competen so, aber nicht unbedingt das Gleiche. Ich hatte Quetschung, Rippenquetschung, Nase gebrochen, merci, Flo. Mame. Nase gebrochen, Rippe gequetscht, Aussenband überdehnt. Ecken kann ich nicht einmal zählen, wie manchmal dass ich nicht mehr irgendwo her schauen kann. Ich glaube wirklich fest daran, dass es nicht ein Sport ist, wo du nach 30 starten solltest. Aber ich bin einmal gegangen, ich bin Longtime UFC-Fan und bin dann einmal gegangen und ja, habe mich verliebt. Mein Sohn macht auch. Ich habe bei uns im Gym so oft auch gesagt, andere Gym bieten an, ab 3-Jährigen, wir müssen so haben. Und dann haben sie gefunden, also ja, jetzt hat es angefangen anzubieten, jetzt bringe ich meinen Sohn 2-3 Mal in der Woche und die machen Basics, die rollen ein bisschen Crabwalk, ein bisschen Bearwalk. Aber es ist gut, weil es ist auch eine Autoritätsfigur, es ist mein Professor, er erzählt meinem Sohn, was er zu tun hat. Mein Sohn ist nicht der, der obrigkeitsgläubig ist, das ist nicht, er hört nicht wahnsinnig gut. Und er steht dort, dann ist dort der Schwarzgurt, in die 5 Stripes, so. Ruhig,
Wie ich es nicht kenne, das ist wunderschön. Es ist vor allem, ich finde, im Kampfsport, es ist so ein bisschen verrufen, ich habe das schon ein paar Mal erwähnt in meinem Podcast, so, es machen aggressive Leute, vielleicht früher mehr als heute, oder wenn du so sagst, ich mache Thai-Boxen, denkt er gerade, der schlägt irgendwie Leute auf der Straße ab. Aber im Kampfsport, vor allem im Jiu-Jitsu, lernst du, finde ich, mega, was es heisst, Respekt, Loyalität, Geduld, weil eben, du kommst nicht so schnell an deine Ziele. Und das sind so Attribute, finde ich, die du auch mega fürs Leben brauchst. Also, weißt, ich bin 100% bei dir. und darum lieber schon ein bisschen anfangen. Ich denke mir immer, jetzt, früher habe ich es angeschaut und dachte, oh mein Gott, voll schwul. Was machen die da auf ihrem Rücken? Es muss schon ein bisschen schwul sein, für dass man es geil hat. Okay. Nein, es ist schon ein bisschen schwul im Fall. Es ist schwul. Oder ich weiß auch nicht, wie das mit dem sagen will, aber es ist schon... Also, du hast schon... Also, wir haben letztens mit einem Kollegen diskutiert. So, vielleicht früher hast du mehr Mühe gehabt mit gewissen, wenn dich jemand hat angelenkt und so. Weißt du, so ein bisschen oben eingenommen, hey Bruder, wie geht's? Und heute ist das wirklich easy, weil du bist dir viel Unangenehmeres gewöhnt. Ja, wenn du so North-South bist mit jemandem, ist schon... Eier im Gesicht am Band. Ja, genau, das ist schon borderline. Also, kannst du mir jetzt nicht erzählen, dass das nie unangenehm ist. Es ist schon unangenehm, vor allem wenn es Schwitzen auf dein Gesicht drauf so runterdroppt. Oder das so in deine Schnur ja, ist auch schon passiert. Ja, nein, ja. da könntest du kotzen. Aber eben, trotz all Verletzung und wie schwul das Ganze ist, machen wir es. Und es ist... Ja, es ich gibt nicht sagen. mehr. Ja. Nein, ich verstehe, was du meinst. Aber ja, du darfst sicher nicht zimperlich sein, du darfst auch nicht einer sein, der irgendwie, wie heißt es, Social Anxiety, ist das Ja. richtig? Ja, Oder so Profi, schon ja. Wenn du das hast, dann kannst du es vergessen, dann musst du auch nicht in den Sport gehen. Ja. Es ist- Also weißt du, für mich war es wirklich unangenehm gewesen. Also ich weiss, die ersten paar Trainings, das ist nicht gemütlich, wenn jemand auf dem Kopf hockt und so. Und vielleicht rollst du auch noch mit einer Frau, oder das ist mir auch schon passiert, und dann bist du so, wie kann ich überhaupt anfangen, was soll ich sagen? Und dort musst du schnell einfach abschalten und sagen, hey, das ist ein Sport, wie der andere auch. Aber ich habe als Kind schon mal Kampfsport gemacht. Ich habe mit 6, 7 Jahren mit Karate angefangen, habe ich Kickboxen, ich habe Boxen, ich habe Sanda gemacht. Und dort ist halt das nie so extrem. Ja. Und es ist schon... Also der Craig Jones hat das darum gesagt, von dort habe ich den Spruch, der hat darum gesagt, du müsstest schon auch so ein bisschen homosexuell unterwegs sein, dass das Jiu-Jitsu gar nicht ist. Und er muss es wissen, ich meine, er ist einer der Besten auf der Welt. Oder? Aber ja, ich meine, am Ende des Tages, es ist definitiv... Mir hat noch nie so ein Sport so fest Spass gemacht wie der. Unterschreibe ich auch, ja, 100%. Ich habe auch ein bisschen Thai-Boxen gemacht und ganz früher mal Judo, aber nicht erwähnenswert, als ganz kleiner Golf. Nein, ich bin wirklich nicht. Eben wie gesagt, das erste Training schon fast abeinander gefallen, aber es hat mich wie nicht aufgehalten, das weiterzumachen, weil es mir psychisch einfach so viel gibt. Ich könnte es nicht mal umschreiben, wieso genau, aber ich brauche das wie in meinem Leben. Nicht, dass ich es profimäßig machen will, gar nicht, es wird immer auf Amateur-Level bleiben, aber es ist schon wie ein riesiger Bestandteil von meinem Leben geworden. Wie Mangas. Wie die Mangas. Ey, ich finde auch, im Mangas lernst du hure viele Sachen. Also ich sage immer, früher haben wir Dragon Ball geschaut und was lernst du, was bringt dir der Son Goku bei? Hey, lieb deine Kollegen, verbring Zeit mit deiner Familie, iss gut, oder immer da am Reis fressen, trainier, bist respektvoll, aber wenn dich jemand wie unfair behandelt, dann werde ich auch. Und dann gibt es so die Generation, die mit Berlin und Köln 6, 7, 5, keine Ahnung was, aufgewachsen ist. Kennst du das? Ist Berlin Tag und Nacht. von So, dem habe ich gehört. und dann Ist das gibt's nicht da noch- die Dinge, wo jeder Abend ist gekommen Ja. und so? Und was lernst du dort? Der hat mit dem gefickt, der hat mit dem gefickt. Dann denkst du so, Alter, das schauen irgendwie 12-, 13-jährige Leute, was für Werte werden dort vermittelt. Trash-TV. Fucking Trash-TV. Dann schaue ich lieber Mangas. Der bietet beste Dragon Ball. Ja, 100%. 100%. Absolut. Nein, muss ganz ehrlich zugeben, ich habe gar kein Fernsehen. Ich schaue kein Fernsehen. Okay. Ich habe gerne YouTube, ich tue mich gerne weiterbilden und so, aber ich habe nicht mehr oder auch unser Sohn, wir wollen gar nicht einen Fernseher haben, der läuft. Das ist schön, Das- ja. Er darf ein iPad haben, es ist nicht in der No-Screen-Policy, er hat ein iPad, er kann da drauf Comics anschauen, so, Bücher lesen, aber nicht irgendwie gross Netflix schauen, YouTube und so weiter und so fort. Ich glaube, es gibt ja auch noch Zeit für das, aber ich denke, es ist schon okay, wenn man als kleines Kind
Vorstellungskraft bilden und sich auch die Chance hat, selber für sich zu spielen und nicht einfach immer nur konsumieren. Und da bin ich ein bisschen kritisch, auch eben für mich selber. Ich schätze es wirklich mehr, mich irgendwie mit Sachen zu beschäftigen, wo ich dann auch selber Input geben kann. Wenn ich ein Jiu-Jitsu-Video schaue, dann tue ich dann auch gerne das versuchen anzuwenden. Oder schaue ich höre auch mal gerne einen Podcast mit interessanten, spannenden Menschen. Ich habe gerne Menschen. Grundsätzlich, ich will wirklich, ich finde Menschen etwas Tolles. Und ich liebe es, von anderen Menschen zu lernen, mit ihnen zu reden, zu diskutieren, auseinanderzusetzen. Das ist für mich das Grösste. Hört man aber von Informatikern jetzt nicht so. Ist jetzt nicht so... Nein, für jemanden, der im Keller ist aufgewachsen. Ja. Vielleicht hatte ich zu wenig in meiner Jugend. Nein, so schlimm war es nicht. Ich bin nicht so wahnsinnig stark im Keller aufgewachsen. Aber ja, es ist definitiv so, dass ich glaube, es ist eine neue Generation Informatiker, auch, die etwas anders ist. Das sind nicht mehr so die klassischen Nerds. Du hast im Jiu-Jitsu mega viele, die in IT bügeln. Schon? Ja, also im Silicon Valley, das ist wirklich, dort hast du natürlich auch sehr viel Informatik, aber man haben sehr, sehr viele Leute, die im Tech-Bereich Bügel und Jiu-Jitsu machen. Das ist schon viel, oder es gibt Rashguards von Google. Google hat ihre eigenen Rashguards und ihre Employees haben auch Google Rashguards an und so. Und da siehst du schon, dass es viele Leute im Tech-Bereich die Jiu-Jitsu machen. Ja, also ich finde zum Beispiel auch der Mikey Musumeci, der ist ein richtiger Geek. Das ist, ich würde so gerne mal spüren, wie stark das ist. Das ist ja, was kämpft 135 Pfund, oder? Ich wüsste es gar nicht, aber also, wie viel ist schon mit 35 Pfund? Ich kann mich viel. Keine Ahnung, 55 Kilo oder so? Ja, so sieht es aus. Ich würde auch max also 60. 155 Pfund ist 70 Kilo, das heisst, du bist etwa bei 60, bei 135. Ja, ich finde schon. Und er kämpft die One Championship, das heisst, er tut sich nicht dehydrieren. Oder also die No Dehydration Clause, bla, was weiß ich. Und ich würde nicht mal spüren, weißt du, so 60 Kilo und er ragdollt die einfach, er nimmt die einfach und lüpft die auf. Auch, weißt du, so eine richtige Kraft. Und technisch einfach riesig, voll begabt, also brutal. Aber schon Dedication, oder nicht? Das ist ja dann so wie du, wie ich sage jetzt mal, oder im Business Sense habe ich mega viel geopfert für erfolgreich zu sein im Geschäftlichen. Und dann ist dann klappt es so. Oder ich glaube, das ist wie das Wichtigste, ist wie gang raus und versuch's und lehre und mach besser. Und er hat ja gesagt, der Musumeci hat gesagt, er macht 9 Stunden am Tag Jiu-Jitsu. Er ist irgendwie heimgegangen nach der Schule im Keller mit seiner Schwester trainiert, die haben beide Black Belts. Ja, wie du sagst, man muss etwas investieren, um etwas zu erreichen. Oder? Ich finde, aktuell leben wir so in einer Gesellschaft, ich sage dir immer, die TikTok-Gesellschaft, wo Leute denken, ich muss ja nicht arbeiten gehen, ich muss ja nicht studieren oder irgendwie etwas investieren, ich kann lustige Videos machen, dann klappt das schon. Ja, klappt vielleicht schon, aber es sind irgendwie von 100'000 Leuten vielleicht einer. Und die anderen leben dann irgendwie, keine Ahnung, von Sozialgeld und ich zahle Steuern für die, oder? Und die eine Person hat sich wahrscheinlich vielleicht sieht es bei ihr aus, oder bei ihm aus, als wäre es einfach und ging es locker. Aber wahrscheinlich hat sie Zeit investiert, das ist richtig viel. Und sich nicht laben bekommen von irgendwelcher Negativität oder von Misserfolg. Und das ist nicht Zufall, oder? Das ist immer so ein bisschen, immer so ein bisschen die Idee, dass wir alles auch könnten. Oder? Aber du kannst sehr viel erreichen, aber du musst wirklich committen dazu. Und sonst wird es nicht. Ich glaube, ich habe das Gefühl, das ist eher so ein bisschen auch das Problem im ganzen Social Media Bereich. Ich habe sehr gespaltene Meinung, wenn es um Social Media geht. Ich glaube, es wird dem halt sehr viel vorgelebt und die Leute zeigen immer nur, alles so gut ist und so. Und es hat viel zu wenig von, es ist nicht wirklich das echte Leben unreal, wo du postest. Was war das jetzt? Kamera zu warm. Ist das gewesen? Wir haben das Bild verloren. Wir haben das Bild verloren, ja. Wir haben das Bild verloren. Und was machen wir jetzt? Ich bin maximal überfragt. Wieso ist die Kamera zu warm, Alter? Das ist überhaupt nicht warm hier im Studio, das kann man also bestätigen. Lass mal schauen, ich habe ja vorher angegeben, ich bin der Tech-Nerd. Genau, jetzt sehen wir es. Ist es vielleicht wegen dem Laden, weil es am Laden ist? Dürfte nicht, dass der Akku... Also wir haben kurz das Bild verloren, wir versuchen das wieder zu reinstallieren. Ich bin gerade ein bisschen genervt, muss ich sagen.
schlägt er mich dann ab. Nein. Ich bin genervt von der Schlattkamera ab. Die kann Also sich nicht wehren. Startet sie neu? Ja, wir starten jetzt nochmal. Was ich jetzt nicht weiss, ist, ob das andere gespeichert ist worden oder nicht. Ja, das schauen wir dann an. Das schauen wir dann noch an. Das Und finden wir sonst dann gibt es als Audio. Nein, ich finde das ein bisschen... Hey, So, kurz. ja. Jetzt... Nein, jetzt kommt das auch noch dazu. Jetzt höre ich mich nicht einmal vom Mikrofon mehr. Warte mal schon kurz. Ich kann das hier noch schnell unterbrechen und wir schauen schnell, ob es Aufnahme hat. Und dann wieder anlassen. Und dann wieder alle, also gut. Ich versuche es mal. Ja. Es ist eine mühsame Sache auf jeden Fall. Er hat eine geile neue Kamera, Mann. Ich schwöre, ich habe gedacht, Leute, es ist so gewesen, ich habe mit dem iPhone immer aufgenommen. Und dann musste ich das airdroppen und wieder Speicher frei machen. Und dann ist es ein paar Mal vorgekommen, dass ich viel aufgenommen habe, aber das natürlich dann nie gespeichert worden ist. Und ich habe mich grün und blau geärgert und irgendwann habe ich gesagt, komm scheiße, ich hole mir eine Kamera. Jetzt ist der Dave da angekommen und ich habe dann geil, hey, wir machen es mit der Kamera gerade, können wir gerade austesten, wie die ist. Aber nicht so das Wahre. Und jetzt ist er gerade am schauen, ob das läuft. Also wir haben die Aufnahme von vorher. Also dann haben wir die Aufnahme. Dann gehen wir hier wieder zurück. Drehen das Kind wieder. Ja. So. Ja, und du hast noch Spass beim Zusammenschneiden, nehme ich an. Wie? Du hast nicht Spass beim Zusammenschneiden. Ja, das ist schon gut, So, musst du schauen. Ich finde das absolut suspekt. Jetzt ist sie leider ein bisschen anders ausgerichtet. Jetzt musst du vielleicht ein bisschen überrutschen. Es tut mir leid, das bekomme ich nicht an. Ich nehme jetzt noch so einen grusigen Schluck. Das ist ja primitiv. Das ist ein Leitur-Mikrofon. Dann ist es aber abgestellt, wahrscheinlich weil es nicht angesteckt lag. Vielleicht ja. Man hat geworben, das ist die beste Kamera haben, du musst die Kamera holen, die ist super. Und ich habe vor allem Dave erzählt, ich so, jeder benutzt die ist voll cool und so. Also es ist sicher nicht zu warm hier, von dem her würde ich wirklich behaupten, es ist mit grösster Wahrscheinlichkeit, weil ich es eingesteckt. Weil ich denke, vielleicht habt ihr den Akku nicht. Ich weiß ja nicht, wie lange es der Akku habt. Ja, aber der Kollege hat auch gesagt, also, ja, Bro, du kannst es einfach die ganze Zeit eingesteckt lassen, das ist noch geil bei dieser Kamera. Ja, ich denke nicht. He. Man sieht es, vielleicht überhitzt sie jetzt wieder. Ja, wenn sie überhitzt, dann retournieren wir das Ganze. Ja. Und wir nehmen echt den Podcast noch von Anfang an auf. Genau, und tun so, hey, wir haben uns noch nie kennen. Ja, genau, so. Wer bist du und wie machst du das? Wer ist dein Lieblingscharakter? Was ist deine Lieblingsfarbe? Das habe ich nicht gefragt. Meine Lieblingsfarbe? Bordeaux-Rot. Nice, Violett. Violett? Auch geil. Ja. Auch geil. Hey, ich wollte dich etwas anderes fragen. Was für eine Firma hast du aufgebaut? Kann ich fragen. Klar, ich gehe mal aus Informatik, Genre sicher. Aber und dann hast du sie verkauft. Also die hat ja wahrscheinlich auf den Fettcash abgerührt, dass du sagst, ich muss nicht mehr arbeiten, Mann. Ich setze mich jetzt zur Ruhe und bin jetzt einfach Daddy. Ja. Ja. Sehr bescheiden. Podcast noch mehr reden. Ja, es war tatsächlich eine Informatikfirma. Wir haben angefangen mit wir einen eigenen Cloud-Service aufbauen für Kunden mit hohem Anspruch an Datensicherheit. Das heisst, alles war in der Schweiz gelagert, hochverfügbar über mehrere Standorte und so. Und dann haben wir einerseits das Cloud-Service-Business gehabt, dann haben wir aber auch Beratungen gemacht, die immer wieder auch geholfen, die Cloud weiter zu stärken und auszubauen. Und wir haben auch ein Projektgeschäft gehabt, sehr klassisches, wo wir einfach für Kunden gewisse Systeme aufbauen, die sie braucht und das dann immer so ein bisschen supplementiert, sage ich auch, mit Cloud Service. Das heisst, du hast vielleicht diesen Service hier bezogen, dann noch den. Und es geht dann so ein schönes Gesamtkonstrukt geben. Und irgendwann, dann, wo wir, sagen wir mal, so ab 30 Mitarbeitenden, hat es dann auch angefangen, dass andere Firmen mehr und mehr auf uns aufmerksam wurden, weil wir trotzdem, dass wir nicht riesig waren, enorm grosse Projekte haben gestemmt und vor allem oftmals Projekte haben gewonnen, grosse, gegen die ganz grosse Schweiz, und das ist mehr als Achtungserfolg, sage ich mal. Und sind dann so ein bisschen auch andere Firmen auf uns aufmerksam geworden und wir haben auch Angebote bekommen für die Übernahme.
Und dann haben wir im 2021 die Firma verkauft. Und ich bin dann noch dort geblieben. In der Geschäftsleitung der neuen Firma für etwa was war es, vielleicht 13, 14 Monate oder so. Okay. Bin noch mit der neuen Firma geblieben und bin aber nicht gegangen. Diverseste Gründe, ich denke, für mich ist es vielleicht der Schritt, oder viele Leute schaffen vielleicht den Schritt in die Selbstständigkeit nicht, eine eigene Firma zu haben. Und ich würde vielleicht auch behaupten, ich habe vielleicht den Schritt zurück nicht mehr geschafft. Eigentlich in die Situation Angestellte zu sein. Ich bin ein Mensch, ich habe kein Problem damit, Fehler zu machen. Aber es ist für mich schwierig, wenn vielleicht der Fehler nicht meine eigene Entscheidung war. Also wenn ich vielleicht Fehler ausbaden muss, die vielleicht nicht aufgrund von meiner eigenen Entscheidung passiert. Ich scheitere lieber miserabel aufgrund von etwas, das ich selber entschieden habe, als ein bisschen scheitern aufgrund von etwas, das ich nicht zu verantworten habe. Und da habe ich dann Mühe damit, gewisse Entscheidungen zu akzeptieren, sich gewisse Autoritätsprobleme mit diesem Bezug. Ich war nicht lange angestellt in meinem Leben, ich war nur etwa 3,5 Jahre lang angestellt nach der Lehre. Und dann war ich 8 Jahre lang mein eigener Chef und sie hat schon wieder zu warm. Kann man nicht wieder zu warm. Sie hat abgestellt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihnen zu warm ist. Nein, sorry, also, ne? Ja, so mittel. Ja, ich kann. Wie hast du das Job aufgenommen? Hey, sonst habe ich mit dem Nattel aufgenommen. Oh Gott, das ist ja ein riesen Fight, Mann. Jetzt habe ich... Ja, also die Kamera empfehle ich niemandem. Die kann nichts. Vielleicht müssen wir einen Lüfter hinten stellen. Aber weißt du, wie soll das zu warm sein, Alter? Das frage ich mich. Es ist definitiv nicht zu warm hier. Ja. Passt. Wir sind nach der Werbung wieder für Sie da. Jetzt sehen wir natürlich auch nicht. Komm, machen Werbung für die Kamera. Ja, ganz bestimmt. Dann gehe ich verrecken lieber. Oder etwas so, glaube ich. Hey, zum Glück hast du die Kamera nicht vorher benutzt im Fall. Hey, nein, vielleicht wäre es besser gewesen, hätte sie benutzt für meinen Podcast. Wir vorher dürfen, dank Markan, eine Aufnahme machen für unseren eigenen Podcast. Und vielleicht hätte ich sie gescheiter benutzt, dann wüssten wir, dass sie nicht funktioniert. Nein, es soll lieber bei mir nicht funktionieren als bei dir nicht. Aber wir haben definitiv niemanden, der unseren Shit lost, folglich. Hey, das ist aber, weil du sehr, sehr, sehr neu angefangen hast, gell? Ja. Vielleicht willst du mal erzählen, was für... Oder jetzt haben wir voll... Oh Gott, ich habe so ein Chaos in meinem Kopf. So Sachen regen mich mega auf. Ich schwöre, so Sachen regen mich maximal auf. Ich finde es nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir haben ja noch nicht ganz die Reach, wo, sagen wir jetzt mal, man darf erwarten, dass alles flawless funktioniert. Und es ist ein Moment, wo die Sachen nicht rund laufen, wo du die Werte kannst beweisen, oder? Mic drop. Ja. Sorry, wo bist du gewesen? Wir haben darüber diskutiert, wegen meine Autoritätsprobleme. Genau, nein, ich bin nicht so gut angestellt, ich musste herausfinden. Und darum habe ich auch nicht... es ist wirklich so, ich war wirklich in einer Situation, wo ich unglücklich war und er bin ich wirklich eines Abends hergekommen, mir ist nicht gut gegangen und dann ist mein Sohn so zu mir gekommen und so, hat so gefunden, ob ich ihn aufnehmen kann. Dann habe ich so aufgenommen, hat mich gefragt, ob ich etwas vorsingen kann. Dann habe ich mir etwas vorgesungen und dann hat er mich so getröstet und dann bin ich so da und so, es ist kein Problem, ich habe das Gefühl, ich darf auch mal traurig sein als Papi, das ist nicht das Problem. Und es ist okay, wer mich tröstet, aber der Grund, warum ich wirklich unglücklich bin in meinem Leben, ist, weil ich nicht den Mut dazu habe, die Situation zu ändern. Das ist wie nicht okay, wenn sich das dann auswirkt auf die Beziehung mit meinem Sohn. Und dort, wirklich am nächsten Morgen, habe ich gewusst, habe ich es geregelt und habe gesagt, ich muss die Situation verlassen, ich komme nicht schlagen. Ich habe mich überschätzt. Ich habe das Gefühl, ich kann das dann und habe feststellen, dass ich nicht kann. Okay.
ist okay, es ist aber genau das, was ich vorher erwähnt habe, das war wie mein Fehler gewesen. Das ist nicht der andere, ich habe mich überschätzt und da kann ich auch fehlen und das ist okay. Da habe ich kein Problem damit. Okay. Aber es braucht mega Selbstreflexion, oder auch Eingeständnis. Weil viele verfallen, glaube ich, auch in dem, ich habe das jetzt angefangen und ich muss auch, fertig bringen. Oder egal, also komme was soll, ich muss einfach wieder durchziehen. Und ich glaube, eben glücklich wirst du mit dem wie nicht. Oder wenn du das überlegst, was du eigentlich... Also ich glaube, weißt, so Beständigkeit, etwas so mal durchziehen, was schwierig ist, unbedingt wichtig. Oder nicht aufgeben im ersten Gegenwind. Aber Gott verdammt, einfach nicht immer Ausreden haben für jeden Scheissdreck. Oder? Wenn du submitted wirst von einem Dude, der das erste Mal ins Jiu-Jitsu kommt, oder? Dann sag nicht, ja, er hat, was weiss ich, dieses, er hat jenes, oder ich habe mich vorher schon zu fest für aufgegabt. So, schau, was du hast falsch gemacht. Genau. Oder bist real mit dir selber und mach nicht Scheiß Ausreden. Oder es nützt nichts, du wachst nicht, du musst reflektieren im Leben. Oder sonst wirst du nicht wachsen. Und ich denke, dort habe ich mich wie überschätzt, das war mein Fehler. Habe Konsequenzen daraus tragen, mit allem drum und dran. Und dann ist aber auch, dann geht es wiederum, viele Leute sind zu mir gekommen und gesagt, ja, wenn du zurück könntest, würdest du noch mal verkaufen. Oder ich gesagt, ja sicher. Weil das ist wie das Billigste, was ich jetzt in dieser Situation machen kann, ist wie sagen, ja, wenn ich nochmal könnte, dann mache ich es nicht mehr. Nein. Weil ich habe es gemacht und die Tatsache, dass ich es gemacht habe, war schon gut, weil ich gelernt habe. Genau. Aber wenn du mich fragst, machst du das nächste Mal anders, dann ist die Antwort ja, weil ich habe gelernt. Gell, du lernst ja wie eine Sache und dann hättest du es wie nie gemacht, dann hättest du das jetzt auch wie gar nicht gelernt, oder? Oder du hättest deine Grenzen nicht kennengelernt, oder dass dir das mit dem Sohn so wichtig ist, dass alles andere sekundär bleibt. Es ist ja also Situationen wächst man ja. Also ich habe meine eigene Firma gegründet, mit meinem Bruder zusammen, Spitex. Und brutale Erfahrung, ich habe sie auch verkauft, ich habe nicht so lange durchgehalten wie du. Und dann haben die Leute auch gesagt, ja, bereust du es? Nein, Mann, wirklich nicht, ich bereue es null. Erstens mal im Lebenslauf brutal. Also in der Schweiz kommt brutal an 30, schon eigene Firma gehabt. Erfolgreicher Exit. Ja, eben mit Gewinn rausgekommen, das war auch brutal. Und nein, ich will es nicht rückgängig machen. Wie du sagst, ich will es einfach anders machen. Mir brennt es unter den Fingernägeln, aber das musst du auch nicht sagen. Wie viel hast du Firma verkauft? Zum Glück hast du gesagt, dass ich es nicht sagen muss. Nein, ist so geil, ich bin so wahnsinnig in Kalifornien und dort ist so wahnsinnig kein Problem. Und meine Frau sagt immer, weißt, du bist gemacht für Kalifornien und du kannst wirklich so, das ist kein Problem. Und ich kann es jetzt hier geil machen und sagen, schau, das war schon Teil vom Vertrag, es ist Stillschweigen vereinbart worden und darum darf ich es gar nicht sagen. Aber ganz ehrlich, unter uns, wenn es nicht drin wäre, Stillschweigen, dann wäre ich dann wieder der verdammte Bünzli und wäre, ja, easy, man, komm, wir reden über etwas anderes. Ich sage es dir nicht. Genau. Dann kommt dann der Bünzli immer vor, ja. Okay. Abgesehen vom Stillschweigen, das ich unterschrieben habe. Aber noch wenn es nicht drin wäre, wäre auch ein Bünzli. Okay. Krass. Ja, das ist etwas, in der Schicht checkt das auch nicht in der Schweiz, ganz ehrlich. Ja. Über den Lohn redet man nicht. Das ist so. Ich habe eigentlich in meiner Firma immer wollen, oder wenn mich jemand fragt, auf was bist du am stolzesten in deiner Karriere, dann sage ich immer, schau, ich habe in 8 Jahren bei mir unter meiner Führung keine Kündigung gehabt. Ich habe die Firma auf 35 Leute aufgebaut. Wir hatten Kündigung in Zürich, aber Zürich war wie ein anderer Standort, war wie sehr klein, war mehr gewissermaßen Briefkasten gewesen. Und dort haben wir nicht die Kultur nie etablieren. Aber in Bern, wo wir die Kultur etablieren konnten, wo ich auch das Gefühl habe, wo ich auch maßgeblich daran beteiligt war, dort hatte ich keine Kündigung in 8 Jahren. Und das ist, ich habe vorhin gesagt, ich liebe Menschen, ich liebe wirklich Menschen. Ja. Ich will, dass es allen Menschen gut geht. Und viele sagen, ja, im Unternehmen, das geht nicht, du musst Herz sein und so. Nein. Ich glaube, Empathie ist das Stichwort heutzutage. Ich glaube, wir haben zu wenig Empathie in unserem Leben. Und die Leute haben wären immer kritisch und haben, was weiss ich, sagen irgendwie Schlagwörter draussen von, was heisst jetzt, sei es jetzt woke oder LGBTQ+, oder was auch immer, sie alles interpretieren. Aber grundsätzlich ein guter Mensch sein und empathisch sein für andere Menschen und wollen, dass es den Menschen gut geht, das sollte intrinsisch von dir auskommen. Voll. Und es bindet ja auch die Leute, weißt? Wenn ich weiss, mein Chef ist mir wohlgesinnt, er ist nett zu mir und er will Gutes für mich, dann
bin ich auch nicht einer, der krank macht. Ich bin nicht einer, der einfach kündet. Ich bin einfach einer, der geht. Ich tue ja Bestleistungen wie von mir aus anstreben, weil er ist ja auch cool zu mir. Also es ist ja wie ein Gehen und ein Nehmen, oder? Ja. Meine Mitarbeiter haben ja oft gesagt, dass wenn sie haben von der Firma geredet haben, dass viele die Leute, die ihnen zugelassen das Gefühl hatten, dass sie Aktien haben, dass sie beteiligt sind. Okay. Obwohl sie es nicht waren, weil wir wirklich so ein bisschen, das war schon das Ziel. Wir sind so ein bisschen mehr gegen den Rest vom IT-Merit oder so. Und das hat mega gefällt. Das war wirklich eine tolle Geschichte. Aber jetzt, die neue Firma versucht jetzt auch etwas Neues. Oder? Okay. Ich habe wirklich jetzt im Silicon Valley, als ich jetzt die neue Firma gegründet habe, habe ich wirklich gesagt, ich habe 2 Ziele damit. Ziel Nummer 1 ist, unendlich viel lernen damit. Wirklich so viel lernen, wie ich nur kann. Wie funktioniert das alles mit den VCs und mit den Venture Capitalists? Was muss ich alles können? Wie ticken sie? Was haben sie für Fragen? Wie funktioniert das alles? Ich will lernen. Und das Zweite ist natürlich auch wieder eine Firma aufzubauen, die hoch erfolgreich ist und wo alles, was ich bis jetzt habe gemacht habe, in Schatten stellt. Aber das sind so die 2 Dinge. Und Punkt Nummer 1 habe ich schon gewonnen. Okay. Und wenn es bei dem bleibt und das Zweite nicht klappt, dann bin ich im Reinen mit dem. Das war cool. Und dann starte ich wieder etwas Neues. Das tut mir nicht weh. Ja, das kannst du glaube ich nicht ablegen, gell? Nein. Willst du auch nicht ablegen? Will ich auch nicht ablegen, nein. Aber das ist schon das Unternehmertum, ich bin eher für das gemacht. Und ich habe, das vorher gesagt, wegen dem Podcast, oder schon ein Grund von mir, warum, also ich habe wie 2 Gründe, warum ich einen eigenen Podcast gestartet habe. Und das erste ist, ich habe wirklich crippling Anxiety, wenn es um Social Media geht. Darum schon für mich schwer hier zu sein, grundsätzlich jetzt bei dir, bevor ich habe eigentlich immer die Idee, dass alles Tolle, was passiert, ist außerhalb von deiner Komfortzone. Und ich habe wirklich so Mühe, Sachen zu posten auf Instagram oder was auch immer. Das ist wirklich ein Stressmoment für mich. Ich habe gefunden, einen Podcast machen, das erfüllt wie, da begebe ich mich außerhalb von meiner Komfortzone. Okay. Und aber wenn du wärst vor 3 Monaten gekommen, hättest du mich gefragt, ob ich hierher komme. Nein. Okay. Wir werden zusammen krachen, bevor wir das Mic hatten. Ich werde zusammen krachen wie deine Uhr Kamera. Wir werden so nicht warm geworden. Schon 3-mal überhitzt. Ja. Und heute finde ich einfach so, hey, das ist okay. Das ist okay. Ich will mit dem auch stellen. Und der zweite Grund, warum sie den Podcast gestartet ist, weil ich wirklich gerne, ich habe nicht das Ziel, mit dem Geld zu verdienen, das zu monetarisieren oder so, das werde ich nie machen. Ich will wirklich mehr Leuten Opportunity geben, zu lernen, wie kann ich mich selbstständig machen, wie kann ich den Schritt machen, wie kann ich es machen. Es ist wirklich sehr ein business-driven Podcast, geht auch noch so ein bisschen um Health. Bis jetzt haben wir 2 Episoden gedreht, ist noch nie um Health gegangen, aber grundsätzlich wäre das Interesse von so Fitness und Longevity und so, das ist ein grosses Interessethema. Aber ich will echt mehr Menschen helfen, weil ich glaube, es ist halt eine Möglichkeit, etwas zu skalieren. Ich habe Mentees oder Leute, die ich wirklich in einer Mentorenrolle bin und das mache ich so gerne und ich würde gerne, aber ich habe nur so viel Kapazität für das zu machen und ich würde gerne mehr machen. Und so spreadest du auch mehr mit einem Podcast, als wenn du jetzt zu den Leuten, one-on-one zu den Leuten gehst oder ein Seminar oder keine Ahnung was. So erreichst du ja wirklich auch Leute und auch Leute, die es wirklich wollen. Also es schauen ja dann Leute, die lernen möchten. Wie heisst dein Podcast? Adult Money. Adult Money. Okay. Das ist nicht damit zu reich zu sein. Der Adult Money ist so ein Begriff, den wir und mein Co-Host brauchen. Für eigentlich so, wenn du irgendwann mal nicht mehr ein Kind bist und du nicht mehr alles überlegen, was du kaufst. Oder mein Sohn hat letztes Jahr so Zeugs erledigt und dann haben wir einen Quarter gegeben, also 25 Cent. Und ich weiss, jetzt werden die Leute sagen, ja, das ist nicht inflationsbereinigt, du musst ihm viel mehr geben heutzutage. Aber er hat Freude daran gehabt und hat gefunden, er kann sich jetzt ein Päckchen Kätzchen kaufen mit dem. Und ich muss erklären, ja, du brauchst aber noch ein bisschen mehr. Und für ihn ist es jetzt so etwas, wo darauf herarbeitet. Und Adult Money ist so eine Situation, wo du dir wie nicht mehr musst überlegen, ob du jetzt gewisse Investments machst, sei es jetzt auch nur eben ein Päckchen Kätzchen kaufen oder auch eine neue Kamera kaufen, die dann überhitzt, wo du vielleicht nicht ewig überlegst, sondern einfach so bist, so, das gönne ich mir jetzt. Ja, voll, ja. Das ist Adult Money. Okay. Und um das geht es ein bisschen. Okay, nice. Ich habe es geliebt übrigens, apropos, wenn wir über den Titel des Podcasts reden, ich habe auf Insta irgendwo gesehen, den Namen von deinem Podcast, also dann instantly gedacht so, was für ein geiler Titel. Merci.
Was für ein Ehrentitel? Weil es ist so, du kannst etwas sicher interpretieren. Ja. Oder wie bist du drauf gekommen? Hey, ich habe verschiedene Podcasts angeschaut. Ich habe es vermisst so ein bisschen, dass Leute auch über Sachen reden, die von der Gesellschaft ein bisschen gemieden werden. Psychische Krankheiten, keine Situationen. Eben, im Podcast sind viele Leute, die mit Situationen konfrontiert sind, die von der Gesellschaft ein bisschen gemieden werden. Und irgendwie ist mir das aufgepoppt im Kopf. Ich so, mach's doch öffentlich und eben so, jetzt redet wir. So, alle haben jetzt geredet, ist gut. Ihr habt über geredet, wie cool der Ausgang ist, ihr habt ein bisschen gelacht und so. Und jetzt reden wir. Jetzt reden wir mal über Sachen, wo ja, es klingt jetzt ein bisschen narzisstisch, ein bisschen Substanz haben. Ich sage jetzt nicht, dass kein Podcast Substanz hat. Ich kenne ja auch nicht wie alle Podcasts. Und ich habe ein reiches Umfeld, ich habe viele Leute, die ich kenne. Und darum ist das so wirklich entstanden, muss ich sagen. Und eben mit meinen Ideen, das verrate ich jetzt nicht, aber das habe ich dir ja hier oben kurz gesagt, habe ich gedacht, es ist stimmig, es passt. Und kennst du das? Also, du hörst etwas und denkst, okay, das ist es. Ich muss nicht mehr überlegen. Ja, das ist es. Und das war so ein bisschen beim «Jetzt redet mir» und darum. Finde ich super gut. Ja, es gefällt mir wirklich sehr. Ich denke auch eben, oder das geht doch nicht an sich, oder? Das so Social Media Ding, oder wo alle immer alles das Positive rauspreisen und so, oder? Und wir reden mal schnell über das harte Zeugs, oder? Oder ich habe viele Freunde gehabt, die immer das Gefühl hatten, ja, der Dave, klappt einfach alles, geht alles und so. Und ich habe schwierige Zeiten gehabt. In der Zeit, als ich die Firma gegründet habe, sind wirklich Sachen passiert, weißt, wo ich auch fast gebrochen zum Teil dran. Oder? Und es von aussen sieht immer alles easy aus. Oder? Ja, easy. Jetzt macht er noch Podcast. Weißt, so, der kann alles, er kann gut malen, ist sportlich hier, ist erfolgreich, hat ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut. Von aussen sieht immer alles gut aus. Aber bist du auch gewillt, die Arbeit reinzustecken? Und die meisten Leute sind nicht und sie wollen es auch nicht sehen. Aber wie der eine unter 100'000, der erfolgreich wird auf TikTok, der die Arbeit reinsteckt, was sich Mühe gibt. Ja, das sehen die Leute nicht. Oder? Darum ist alles so einfach und alle denken, das kann ich ja auch. Also ich habe auch Podcasts geschaut und habe gedacht, so, ein bisschen schwätzen mit der Kamera, fix kann ich auch. Aber dann, mach das Logo, mach die Wand, mach die Isolierung, die Kamera überhitzt zweimal, was machst du dann? Also es sind 1000 Sachen und ja, du darfst einfach nicht jemand sein, egal ob das jetzt ein Podcast oder sonst etwas, der einfach schnell aufgeht. Und meine Frage an dich ist so, du hast gesagt, du bist ab und zu mal fast gebrochen oder es sind Sachen gekommen, die heavy waren. Was sagst du, was braucht man, um dann nicht aufzugeben? Also du bist sicher auch mit dem konfrontiert gewesen. Soll ich es jetzt sein lassen, oder? Ich denke, Ehrgeiz spielt eine Rolle, oder? Aber woher kommt der Ehrgeiz in deinem Leben? Warum sind gewisse Menschen viel ehrgeiziger als andere? Und auch, man sagt immer, was dich nicht tötet, macht dich stärker, oder? Finde ich so ein bisschen, weil es kann dich etwas einfach nur brechen. Es muss dich nicht immer töten. Es kann dich auch brechen. Und wenn dich etwas bricht, dann wirst du auch nicht stärker, sondern du bist gebrochen. Oder? Und ich denke, ich persönlich habe das Gefühl, dass du hast die Art und Weise, wie du bist aufgewachsen, ist enorm wichtig. Ich habe das Gefühl, was du mitbekommst von daheim. Ich glaube, das ist etwas vom Wichtigsten, was du in deinem Leben hast, ist dein Support-Netzwerk. Oder wie viele Leute hast du, wenn es dir nicht gut geht, kannst du anrufen. Oder hast du 100'000 Kollegen oder hast du 3? Aber die 3 die gehen durch das Feuer mit dir. Oder? Wo du kannst drauf zählen. Und das hat mir geholfen. Mir hat es geholfen, dass ich eine Frau hatte zu diesem Zeitpunkt. Also dann noch eine Freundin, aber die da war, die mir den Rücken gestärkt hat. Meine Frau hat sich zeitweise völlig zurückgenommen für mich. Hat wirklich alles gemanagt in meinem Leben, das nicht meine Firma war. Alles. Oder? Das gibt dir Halt, das gibt dir Stärke. Und man sagt ja, es braucht ein Dorf, für ein Kind aufzuziehen. Und das stimmt, du brauchst im Fall auch noch ein Dorf, wenn du erwachsen bist. Oder du bist nicht alleine und du schaffst alleine, schaffst mit garantiert. Ich glaube nicht daran, dass du alleine etwas herbringst. Ja, Leute vergessen auch, finde ich, in der heutigen Gesellschaft, wir sind immer noch soziale Tiere. Also,
tu mal ein Baby nur füttern und irgendwie Wasser geben, aber nimm es nie in den Arm oder red nie, wenn das Kind stirbt. Also in den Studien früher gemacht, das ist erschreckend. Also, weißt, und Liebesentzug, gell, so. ja, genau. Und mit dem Social Media finde ich auch, es ist ein zweischneidiges Schwert. Also ich finde es super auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es aber auch voll... Es entfernt uns voneinander, weil du kannst ja auch Freude empfinden, wenn du die Videos durchscrollst. Du musst ja nicht unbedingt mit Leuten socialisen und wie connect. Also es ist wie so ein Bild, das generiert wird, was eigentlich total falsch ist. Es ist nur lustig, oder? Weißt, oftmals, wenn ich zum Beispiel sage, ja, es ist oftmals so, wie du aufgewachsen bist, weißt, ob du dann auch mit Social Media kannst umgehen und so weiter und so fort. Dann haben die Leute auch das Gefühl, so, ja, dann kann ich, das ist eigentlich außerhalb von meiner Verantwortung. Weil du hast ja nicht deine Eltern ausgewählt oder so. Du weißt ja nicht, du kannst ja nicht direkt dafür, ob du jetzt mega behutsam und geborgen mit viel Liebe bist aufgewachsen oder ob du einfach ja, vielleicht viel weniger vorteilhaft bist aufgewachsen. Also für das kannst du nichts dafür. Aber ich denke auch dort ist schon wieder Selbstverantwortung übernehmen. Weil ich glaube, die 3 Bausteine vom Erfolg im Leben ist das Nummer 1 ist sicher eben das Ganze, was hast du mitbekommen vom Elternhaus. Ich glaube, das ist enorm wichtig. Oder was hast du für eine Intelligenz bekommen, auch emotional, wie empathisch bist, wie kannst du andere Menschen zugehen. Ich glaube, das ist mal ein Gebiet, wo vielleicht weniger Einfluss hast gehabt. Das zweite Gebiet ist Know-how. Oder? Und da bist du verdammt noch selber zuständig. Oder? Du wählst, wie viel Know-how es dir pfeifst. Und ob du lieber auf Twitch zuschauen, wie jemand Fortnite zockt mit 12, oder ob du lieber ein Buch liest oder ein YouTube-Video über etwas liest, das dich sonst könnte interessieren, das wählst du. Ich will es nicht verteufeln, ich finde es auch gut, ab und zu mal herzocken und einfach, keine Ahnung, vielleicht eben auf Twitch Fortnite zuzuschauen. Ja, sicher. So die Menge macht das Gift, ich sage immer, bei allem auf dieser Welt. Ja, und ich glaube, der Teil für den musst du Selbstverantwortung übernehmen und niemand anderen Joke geben. Und der dritte Punkt ist das Netzwerk. Und das baust du also wieder selber auf. Oder baust du wirklich ein Netzwerk auf, bist bemüht dran. Und wenn du in diesen 3 Gebieten, wenn du in allen 3 gut bist, dann ist vielleicht ein bisschen im Jackpot. Aber zumindest Know-how und Netzwerk bist du selber dazu verantwortlich und Gönner. Oder? Und ich finde, Netzwerk, was auch mit dem wie mit einspielt, ist so ein bisschen Selbstreflexion, Selbstwahrnehmung oder auch, also wenn du Leute, wenn du Gewinner um dich wie haben möchtest oder wo nur Positivity irgendwie spreadet, dann musst du ja auch wie so werden, also musst du ja wie an dir arbeiten. Du kannst ja nicht erwarten, ein riesen Umfeld zu haben von tollen, geilen Leuten, die immer ihr Wort hatten, alles machen und du bist irgendwie so ein Löli, der irgendwie einfach rumgammelt und nur erwartet. Also du musst auch an dir arbeiten, wenn es ums Netzwerk geht. Du bist ja auch ein Teil von diesem Netzwerk. So. Ja, du kommst schon nur in das Netzwerk rein, wenn du auch so gehst, die auch gehst. Oder einer, der einfach nimmt, der ist nicht interessant langfristig. Genau. Oder? Es ist wirklich aber das Geben und Nehmen ist sehr wichtig, aber auch die mentale Einstellung. Ich glaube, darum siehst du immer so die Clusters von Leuten, die sehr erfolgreich sind. Oder? Und hast du oftmals, wenn du Unternehmer bist, hast du vielleicht viele Freunde, die auch Unternehmer sind. Und das ist nicht Zufall, das ist auch, weil du gleiche Interessen hast, weil du vielleicht gleich arbeitest, weil du mit gleichen Themen beschäftigst. Und dann wird es wie spannender und spannender im Long Run, die mit mehr so Leuten auszutauschen. Und dann ist aber, glaube ich, auch in deinem Netzwerk einfach Leute, die einfach da sind für das Herz. Ja. Die vielleicht gar nicht unbedingt, weißt, nicht mit dir mitziehen. Ich habe Freunde, die ich liebe, für wer sie sind. Und die sind nicht im Unternehmertum und die sind nicht die studieren und was weiß ich. Und ich liebe es einfach. Ja, sie geben dir emotional etwas, was vielleicht die anderen auch gar nicht können. Oder? Vielleicht tust du Karten spielen mit mir. Hey, braucht es auch. Ich spiele gerne Karten. Schon? Lieblingskartenspiel? Früher im Magic the Gathering und ich würde sagen immer noch als Magic. So wie Yu-Gi-Oh! Aber für Erwachsene. Ja, ich kenne Yu-Gi-Oh! für Erwachsene. Ja, nee, ja. Ich kenne die Magic-Karte, ja. Mit dem braunen Hintergrund, so blau ist Ja, genau, Magic the Gathering. Aber ich habe gesagt, ich bin ein Nerd und bis immer noch und liebe so. Fucking stolz drauf. Ja. Spannend. Du selber hast das Gefühl, was hat dir dazu getrieben, in die Selbstständigkeit zu gehen? Weißt du, ist es einfach monetär gewesen, Cash, ist Opportunity gesehen, ist es Interesse gewesen?
Hey, ich bin ein Mensch, ich sage, stehen bleiben ist sterben. Also, so, wenn ich nichts Neues lerne, dann kann ich gerade verrecken, also ist etwa gleich wert. Und eben, ich habe im Verkauf angefangen, also ich habe in der Textilbranche gearbeitet und dann habe ich die Psychiatrie-Ausbildung gemacht. Und irgendwann habe ich so gedacht, ich kann es sicher immer besser machen, aber es gibt nichts Neues zum Lernen. Und dann habe ich, also Rezensionen waren eigentlich super von den Patienten, die gesagt haben, es wäre super, wenn sie irgendwie etwas hätten, so Anlaufstelle. Und wir sind 4 Brüder, wir sind alle in der Pflege. Und dann habe ich gedacht, hey, es wäre etwas, was ich neu könnte lernen, ich könnte neue Skills mir aneignen. Ich bin auch gern, also ich arbeite nicht gerne unter den Leuten, wenn ich das Gefühl habe, ich könnte es besser als die machen. Also, wieso soll ich mir mein Maul verbieten lassen, wenn ich es besser weiss? Nur weil er mein Chef ist. So ein bisschen. Ja, und dann habe ich zuerst wirklich eine Einzelfirma gegründet, auch mit so ein bisschen Baby-Steps. Ich habe nicht gerade gekündigt und ich mache jetzt meine Firma. Und die ist dann super gelaufen. Dann habe ich immer mehr reduziert und dann irgendwann mit den Brüdern entschieden, wir machen jetzt eine GmbH. Ich glaube 9 Angestellte gehabt. Und irgendwann auch wieder aufgehört, weil ich nichts Neues mehr dazu gelernt habe. Es war so, optimieren kann ich sicher, besser auch, aber ich habe die Pflege wie nicht mehr leisten. Ich habe aber auch nicht im Büro sitzen. Während ich meine Firma aufgebaut habe, habe ich im Gefängnis durch ein temporäres Büro gearbeitet. Und ich habe es sehr spannend gefunden. Ich war gerade in einem Wandel und ich habe gedacht, ey, voll geil, vielleicht irgendwann mal. Und dann, wo es so ein bisschen abgeflacht ist mit der Firma, wo ich eigentlich ja so ein bisschen monoton geworden ist, sage ich mal, bin ich dann ins Gefängnis gegangen. Und jetzt seit... Gearbeitet, er ist ins Gefängnis gearbeitet. Genau. Nicht die andere Seite. Ja, seit 3 Jahren dort mache ich ein bisschen Fachverantwortung, leite ich ein bisschen den medizinischen Dienst. So ein bisschen als Dozent. Ja, ich brauche wirklich Futter für mein Hirn. Sonst jetzt kann man sagen, ja, das hättest du ja auch in der eigenen Firma wirklich. Du könntest grösser oder Sachen anbieten, die es noch nicht gibt. Ich weiß es nicht. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe es mit meinen Brüdern gemacht. Da kann man keiner etwas anderes sagen. Mit der Familie das Business aufmachen, das macht etwas mit der Beziehung zu den Brüdern. Und ich und meine Brüder sind wirklich so gewesen. Wir sind immer noch so, aber wir haben gemerkt, es tut unsere Beziehung. Weil du kannst nicht einfach sagen, weißt, ey, look, wir reden jetzt 5 Minuten über das Geschäft und dann chillen wir einfach und machen locker, gamen oder so. Es ist so präsent immer in deinem Kopf, die fucking Firma. Läuft's, was müssen wir noch machen? Und dann ist gerade dein Geschäftspartner neben dir, dann redest du nicht über Naruto oder über Dragon Ball, sondern du redest über, hey, wie können wir irgendwie Kunden akquirieren, wie können wir grösser werden. Und es hat uns als Brüder wie nicht mehr gut getan, dass ich auch das gesehen habe, so ein bisschen, ey, ich möchte das eigentlich nicht, weil kein Geld ist die Beziehung zu meinen grossen Brüdern oder zu all meinen Brüdern wert. So. Ja, ich kann nur beistimmen, ja, einerseits habe ich in meinem einen Geschäft, das, was ich aufgebaut und verkauft, dort habe ich meinen Vater angestellt. Okay. Etwa nach 8 Monaten, so, Mitarbeiter Nummer 7 war er. Dann habe ich meinen Cousin angestellt. Dann habe ich meinen Trauzeugen angestellt, also meine besten Freunde. Dann habe ich sehr, sehr viele Freunde von mir angestellt aus meinem Netzwerk raus. Ich habe auch noch meine Schwester angestellt. Okay. Und ich habe gelernt aus dem heraus. Keine Beziehung von denen dort ist in die Brüche gegangen. Aber es hat Beziehungen verändert. Mein Papi ist zum Glück in Schlusszeichen auch mal pensioniert worden. Dort, mein Papi war mega wertvoll für mich, weil er ist der Einzige war, der kein Blatt vor den Mund genommen hat. Er ist immer noch mein Papi. Und es ist vielleicht anders mit meinem Bruder. Aber ich habe zum Beispiel gewusst, wenn er mir am Abend um 7:30 angerufen hat, dann habe ich Scheiße gebaut am Tag. Dann habe ich irgendetwas Dummes gesagt. Dann habe ich jemanden nicht richtig behandelt. Dann hat er mir angerufen und dann hat er mir schnell mal die Levite gelesen. Oder? Hure wertvoll. Stell dir vor, 27, sehr erfolgreich, das Geschäft läuft, das heisst, du hast monetaren Erfolg, dein Geschäft kommt immer besser. Und vielleicht verlierst du den Boden unter den Füßen. Dann kommt der Papi und gibt dir die gute alte väterliche Nackenschelle um 7:30 am Abend und sagt dir, weißt du, so, Brudi, und eben so näher, bleib mal hier jung und so geht es im Fall nicht. So wichtig für mich. Ja, das glaube ich dir.
Und ich habe eigentlich immer mit allen abgemacht, schau, es ist mega einfach, wenn unsere Beziehung außerhalb des Geschäfts anfängt zu leiden, dann geht die Person, die weniger wichtig ist für das Geschäft. Ja, makes sense. Und das wäre im Normalfall die andere Person gewesen, aber das waren die Spielregeln gewesen. Und es ist gut gegangen. Aber ich habe auch außerhalb von diesem Geschäft, in einem anderen Geschäft, mit einem Familienmitglied etwas gemacht, mit meinem Schwager, und das ist nicht gut gekommen. Und dort ist wirklich die Beziehung auch der Weg gekommen, in die Brüche gegangen. Und das ist, da haben wir dann auch so gesagt, so, hey, vielleicht auch nicht das Beste. Oder? Ja. Das hat sich dann auch wieder normalisiert und so weiter und so fort. Aber es ist so wie, wieso nicht? Ja, es ist so ein bisschen, ja, es hat so einen negativen Beigeschmack, weil irgendwo durch ist es Familie, aber ey, das Business pennt nicht. Du musst auch das Maul aufmachen, wenn etwas wie nicht stimmt. Und wenn jemand sich betippt fühlt oder so. Nicht, dass es bei uns der Fall war, aber nein. Also ich sage dir meine Meinung, ich würde es nicht mehr machen. Selbstständig fix, also ich habe schon wieder aber tausende Ideen. Ja, mach einfach hier so 1 Million Follower auf dem Podcast. Ja, easy. Ja. Ja, stimmt, so bin ich nicht selber Ja, drauf gekommen. ja. Darum, eigentlich brauchst du mehr. Wahrscheinlich muss ich ein bisschen investieren. Ja. Nein, aber ja, du hast schon wieder neue Ideen, das ist ja geil. Voll, also selbstständig bin ich voll bei dir. Ich finde es geil, ich finde es brutal, dein eigenes Chef zu sein. Und ist also etwas, wo du dich mega selber reflektierst. Und das ist ja etwas mega Schönes und du lernst jeden Tag etwas Neues. Sei es jetzt von dem Gebiet, wo du schaffst, jetzt sagt bei dir Informatik irgendwie kein neues Programm, aber auch du selber, wenn du jetzt keine 3-4 Mal mit den Mitarbeitern immer in die gleichen Diskussionen kommst, musst du dich mal fragen, ey, hat das vielleicht auch mit mir zu tun, dass das wie passiert? Und ich finde, du lernst extrem viel. So. Und du wachst und das ist mega schön. Ja, aber wie du vorher hast gesagt hast, du musst ja das Wachsen musst ja vorantreiben. Also es ist ja enorm gefährlich, dass du irgendwann selbstgefällig wirst. Ja. Oder irgendwann bist du so, ja, das ist easy und ehrlich bin ich ja recht gut, ich habe jetzt two Stripes von meinem Blue Belt, oder eigentlich bin ich recht gut im Jiu-Jitsu und ich habe meinen Beruf und da bin ich auch gut und es ist eigentlich alles locker. Und dann irgendwann kommst du so in einen Trott rein und dann fast völlig an, fast stagnieren. Und dort die wirklich jedes Mal wieder rauszuholen und sagen, hey, es gibt so viele Leute, die noch so viel besser sind, es gibt noch so viel zum Lernen und ich bin noch nicht 90, ich bin meinen 30er, jetzt fange ich erst richtig an. Oder so viele Leute haben schon so früh in ihrem Leben, kommen sie an einen Punkt, wo sie denken, weißt du, ja, jetzt habe ich mich halt für das entschieden, jetzt kann ich so nicht mehr ändern, jetzt bin ich vielleicht gefangen in diesem Beruf, in dieser Ausbildung. In der Schweiz, wir haben so ein wahnsinnig tolles System, oder, wo du kannst aus irgendeiner Branche die weiterentwickeln. Du hast unendlich viele Möglichkeiten. Aber sie nutzen, das ist up to you. Ja, eben das Potenzial dann nutzen. Das verstehe ich auch nicht, ganz ehrlich. Ich will niemanden offenden oder so, aber du lebst in einem Land wie in der Schweiz. Du hast das Schulsystem, die Bildungsmöglichkeit, die Sicherheit auch. Sei das finanziell oder auch abends durch die Straße laufen und du weißt, hey, du wirst nicht irgendwie abgestochen oder irgendwie ausgeraubt. Und dann bist du da, machst nur eine Lehre und chillst es. Ich denke, Alter. Also wenn das für dich Happiness ist und du bist super glücklich, dann go for it, mach's. Aber wenn du dann motzt, ich verdiene wenig, die Arbeitsstelle gefällt mir nicht, ja Bro. Do something about it. Voll, also nimm Ja. den Finger aus dem Arsch. Du musst nicht motzen, weil die Möglichkeiten sind fucking da. Mehr als Arbeit eben. Wie gesagt, ich bin vom Verkauf, jetzt leite ich den medizinischen Dienst im Gefängnis. Also weißt du, wie ich meine? Look, musst machen. Das ist das, was mich wirklich unendlich triggert. Wenn Leute motzen über ihren Job, nichts triggert mich mehr. Ja. Ich finde es weißt du, so, was motzt du den Kunden? Ja. Und es gibt fast nie eine Situation, wo du nicht kunden kannst. Weißt, ich verstehe, es gibt immer eine Situation. Du bist in 3 Kinder daheim, du bist alleinerziehende Mutter, du hast dort deine Chancen, Cash zu dir. Es gibt Situationen. Aber das sind meistens auch nicht mal die motzen. Die motzen, sind irgendwelche in unserem Alter, die echt frustriert sind. Und ich habe wirklich schon, wirklich mieseste Diskussionen gehabt mit Freunden, wo genau die Attitüde an den Tag legen. Das triggert mich ins Unendliche. Oder du kannst in der Schweiz, du hast noch ein soziales Auffangnetz. Oder? Das ist ja noch zu wahnsinnig. Oder? Darum habe ich unbedingt auch die Schweiz verlassen, übrigens. Weil uns geht es so verdammt gut, wir sind so hure bequem. Oder?
Hier, du landest einfach nicht einfach so auf der Straße. Genau, das ist Du eine verlierst Entscheidung. deinen Job, dann hast du noch das RAF und dann hast du noch das SOZ. Genau. Oder? Du hast so viel Auffangnetz, es geht uns grundsätzlich blendend. Mhm. Und wenn ich dann in Kalifornien schaue, das ist im Fall eine recht gerade, einfache Klippe für runterzugehen und in die Homelessness rein, wenn Sachen falsch laufen. Und dann einen steilen Weg wieder raus. Und trotzdem hat es mehr Unternehmer dort, die es wagen. Und hier, wir werden einfach lazy. Oder? Ja. Du machst deine Lehre, gut, dann machst du vielleicht noch hier Ausbildung, noch da Ausbildung, du arbeitest dich so ein bisschen auf, dann hast du einen easy Lohn und dann wirst du complacent, also wirst selbstgefällig eben wieder. Es ist ja easy, ist ja gut, und dann fährst du ein bisschen an zu mötzeln und dann fährst du ein bisschen mehr an zu mötzeln, dann wirst du älter und dann motzt du noch mehr Genau. und dann fährst du noch über alle anderen anfangen zu motzen, fährst noch über Politik anfangen zu motzen, fährst noch über alle verschiedene Ethnien anfangen zu motzen, die nichts mit der Sache zu tun haben. Das ist nur die eigene Frust, die in dir innen sich aufgebaut hat, wo du nicht damit umgehen kannst. Ja, das hast du super gesagt. Ja, es ist Tatsache, es ist wirklich Tatsache, dass man irgendwann in der Rolle als Motzender verfällt und nicht mehr rauskommt, weil dann einfach alles schlecht ist, alles rum. Obwohl man eigentlich in den Spiegel schaut und sagt, ey, bis wann hat es irgendwie auch vielleicht mit mir zu tun? Das ist so schwierig. Ja, es ist so schwierig. Es tut ja weh. Ja, sowieso. Oder man sagt immer, es gibt niemanden, den du mehr belügst als dich selber. Ja. Oder? Das ist voll so. Es tut so weh, ehrlich zu sein mit dir. Ja, voll. Oder? Aber wenn du es nicht machst, die anderen Leute werden es nicht machen. Genau. Oder respektive in dem Moment, wo du garantiert nicht mehr ehrlich mit dir selber bist, wirst du, wenn jemand anders ehrlich ist mit dir, den einfach aus deinem Leben rausgehauen. Genau. Oder sagen, ja, du bist echt ein Wichser. Genau, ja. Oder? Ja. Und nur Reflexion, das ist Horror. Ganz, ganz schwierig für mich. Da bin ich wirklich nerviert. Das ist wirklich so ein Thema, wo ich so ein bisschen so, ach, Bro, man, do something about it. So, das fühle ich noch nicht. Hey, ich würde dich mehr gerne fragen, 2 Sachen. Könntest du jemals wieder Amerika verlassen und zurück in die Schweiz kommen? Schwere lustig, wo ich begangen, ich habe kein Enddatum gesetzt. Bewusst nicht. Ich wollte nicht sagen, ich gehe für 2 Jahre, ich gehe für 3, was auch immer. So, ich habe gesagt, ich gehe und that's it. Ohne Plan, jemals wieder zurückzukommen. Okay. Jetzt bin ich so richtig das erste Mal wieder hier, nach jetzt mal ein Jahr, bin ich so das erste Mal wieder richtig hier. Und was ich merke ist, es ist wirklich schön. Es ist wirklich schön, weißt du, optisch, es ist wirklich ein schöner Ort. Ich vermisse wahnsinnig fest meine Freunde und meine Familie. Sie haben aber auch in den letzten 9 Monaten oder so mehr Tourhaft-Gäste bei uns. Sie haben enorm viele Leute besuchen. Aber es gibt schon Sachen, die mich einfach auch wegtreiben von diesem Land. Ich bin heute auf dem Weg hierher bin ich in meinem Auto gehockt, in das Cabriolet, habe das Heiß bekommen, habe die Zündung eingeschaltet, weil ich das Dach zutun musste. Habe die Zündung eingeschaltet, das Dach zugetan, habe dann noch schnell auf meinem Handy ein Hotel gebucht, für das ich weiss, wo ich her muss fahren. Und da ist halt der Karre gelaufen. Es war auch easy für die Klimaanlage. Wir reden von 3 Minuten. Da ist jemand zu mir gekommen, haben mir eine Scheibe geklopft. So, geht euer Auto nicht? Und ich so, ist alles easy. Warum? So, ja, tut die Umwelt ein bisschen belasten. Und ich bin so dort, das war im Fall 3 Minuten. Im Fall, es tut mir wahnsinnig leid, dass dich das offendet, aber schau, vielleicht kümmerst du dich auch, also weißt, so wie, du hast jetzt nichts Positives versucht zu machen, weißt, nicht die Art und Weise. Genau. Du kannst ja auf jemanden zugehen und sagen, hey, im Fall, ich hocke hier dran, deine Gasstürme, was ich. Es gibt auch immer so ein bisschen die Art und Weise. Genau. So, das vermisse ich im Fall noch. Ja, das vermisst das schon. Ja. Ja, genau. Und in Amerika finde ich halt ist schon, jetzt, insbesondere in Kalifornien, die Leute sind super friendly, aber nicht triggern sie so. Weißt du, ich hocke irgendwo in der Bar rein und plötzlich steigen 2 Dossen aus dem Auto aus, ziehen sich ab, sich auf die Fresse holen, aus dem Nichts im helllichten Tag. Es ist echt real. Es ist viel realer. Es ist weniger es ist viel oberflächlicher und dann eskaliert es davor auch richtig. In der Schweiz ist es echt immer nur so, ist alles ein bisschen angewidert. Alles so ein bisschen, und darum, ich weiß es nicht. Okay. Vielleicht komme ich irgendwann wieder zurück. Es kommt sicher auch darauf an, wie entwickelt sich Amerika. Dort auch nicht unvoreingenommen. Ich habe das Gefühl, es geht auch nicht nur gut in diesem Land. Aber momentan liebe ich eben so
dass es so roh ist, die ganze Geschichte. Oder? Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist so, Leute gehen essen in einem Restaurant, finden es kotzgrusig, wie war es? Ja, ist gut gewesen. Dann gehen sie heim und schreiben so drei Seiten Rezension. Wo ich mir denke, Alter, sag's doch einfach. Sag doch, es hat nicht nie mehr wie eine. Ja. Sag's doch einfach, man. Das ist so schwierig, seine Fresse aufmachen. Ich finde also eben, ich bin in Deutschland geboren, aufgewachsen. In Deutschland ist das auch noch mal ein bisschen realer. Dort sagen die einfach, aber da wirst du hier aus in der Schweiz, sind immer die unfreundlichen Deutschen. Nein, sie sind einfach ehrlich. Voll. Also sie sind auch unfreundlich. Ich bin jetzt sie auch ehrlich. Sind auch ehrlich, ja. Weil es gibt Ehrlichkeit und es gibt einfach, man sagt etwas zum jemandem wie wehtun. Genau. In dem müssen wir ja wie nicht verfallen. Aber so, dass wir jetzt alle wie gut und im Dunkeln regst du dich darüber auf. Also sorry, mit dem kommst du so nicht weit. Ist ja auch so ein bisschen jetzt hinten durchschnurren und so weiter und so fort. Gossip. Geile Anekdote schnell von mir. Weißt du, wie ich es austrieben einem Mitarbeitenden von mir? Plötzlich hat er angefangen, er ist zu mir gekommen und hat mir etwas Negatives erzählt über jemand anderen. Jetzt hat er Und das erste Mal habe ich es mir gesagt, ich so, ja okay, ist ja nicht schlimm. Was ist. Dann habe ich es das zweite Mal gemacht. Dann habe ich so, nein, hat er. Nein, wirklich. Oh, ja, okay, warte schnell. Er war im anderen Büro. Dann habe ich das Ding, bin ich übergegangen und gesagt, komm schnell. Ich habe geholt. Dann habe ich gesagt, er will dir etwas sagen. Wow, geil. Und der andere ist so da und so, also, ja, weißt du, und ich so, ja, weil mir ist es nicht sagen, weil es betrifft ja ihn und nicht mich, oder? Wow, der nie mehr ist zu mir gekommen, ihm etwas erzählen, weil ich habe keine Zeit für das. Ja. Klar, der Scheiß selber, das sind Erwachsene, Ja, Mann voll. oder Frauen, oder was auch immer. Voll. Weißt du, kannst ja auch, ich finde auch, also ich bin jemand einer, super Deutsch, ich rede über meine Probleme, was mich beschäftigt, ich rede darüber. Wenn ich ein Problem mit einem Mitarbeiter habe, kannst du zu 1000% sicher sein, wenn ich mit jemandem darüber rede, ich habe es ihm auch ins Gesicht gesagt. Also ich gebe ihm die Chance, das wir zu verbessern. Und wenn du das wie nicht machst und mit 1000 anderen Leuten wie redest, Bro, das bringt dir nichts, weil du regst dich nur auf, du zerkehrst wie in der Negativität. Du bringst am Team nichts, weil du das Team spaltest, und du bringst dem Typ, der dich aufregt, auch nichts, weil er weiß es ja nicht, was ihn aufregt. Also, für was? Nichts. Für was? Einfach, dass es geredet worden ist. Ja. Schön haben wir geredet, jetzt redet wir. Jetzt reden wir, Mann. Nein, das geht wie für mich nicht. Oder das ist auch etwas, was ich letztes Jahr mit einem von meinen Mentees diskutiert habe. So, ja, hat er mir gesagt, ja, zum Teil wird irgendwie schlecht geredet über mich, dort in dieser Situation so. Dann habe ich gesagt, schau, das interessiert mich nicht mehr. Weil es gibt nur etwas. Wenn du etwas Schlechtes über mich sagst, hinter meinem Rücken, und es mir nicht auch ins Gesicht sagst, dann ist das wahrscheinlich, weil du weißt, dass es nicht stimmt. Du musst ja nicht Angst haben vor mir. Du kannst mir es ja am Telefon sagen. Weißt du, ich bin der friedlichste Mensch überhaupt. Weißt du, musst nicht Angst haben vor mir. Tatsache, dass es jemand anderem sagst und nicht mir, heisst wahrscheinlich, dass es nicht der Wahrheit entspricht. Und wenn du Sachen erzählst, die nicht der Wahrheit entsprechen, dann habe ich keine Zeit für das. Ja. Das interessiert mich nicht. Und ich sage immer, was Hans über Peter sagt mehr über Hans aus als über den Peter. Yes. Das ist... Ja, aufhören. Es sind nicht die Leute mehr, die ich weiss nicht, was es war, aber letztens ist das überall auf mich nicht umgegangen. Weißt du, there has never been a hater who had more than you. Right? Also, wenn einer hatet über dich, dann hat er weniger. Ja. Nicht mehr. Ja. Ich bin zum Beispiel, ich versuche nur den Leuten zu helfen. Ich finde, weißt du, ich mag dir auch alles gönnen. Ich mag das wirklich gönnen, ich habe Freude. Hey, ich liebe das. Du gehst viel angenehmer durchs Leben, sind wir ehrlich. Viel angenehmer, als wenn du so verbissen bist. Und Neid, ich sage auch immer, Neid ist etwas Ekelhaftes. Das ist krass. Ja, bin ich absolut bei dir. Und muss man wirklich auch, muss man auch im persönlichen Umfeld wirklich angehen. Ich war bei einem Männerabend essen. 10 Nasen dort, alle sind junge Unternehmer, 55. Ich dort als Junge, dann war ich 28. Dann habe ich angefangen. Der dort, jenes, über alles zu reden, aber niemand um den Tisch ist. Und irgendwann, ich glaube 28, als ich wirklich alt bezahlt war. Also ich so, jetzt fände ich es easy, wenn wir nur noch über Leute reden, die hier sind. Okay. Geil. Und der Gastgeber vom Abend hat gefunden, so, David, merci vielmals, super, unterstütze ich voll. Und sie haben es wie können
teilweise können respektieren und haben mich vielleicht auch noch immer noch cool gefunden. Und die haben es vielleicht weniger lässig gefunden, sonst noch von mir jungen Schnösel. Aber ich glaube, es ist wichtig, darum, dass wir einander ein bisschen helfen. Mega. Alles andere bringt nichts, alles andere bringt wirklich nichts. Nein. Du hast noch eine zweite Frage? Ich habe noch eine zweite Frage. Was vermissest du an der Schweiz am meisten, ausser natürlich dein Umfeld? Das ist ja wie so klar, dass man das vermisst. Hey, dass grundsätzlich die Leute kompetent sind in sämtlichen Jobs. Das ist mega schwierig. Du kannst dir das wie gar nicht vorstellen, aber so, hier sind die Leute, also wenn du irgendwie, du gehst in die Tankstelle und du kaufst etwas, die Person hat in die Ausbildung Lehre gemacht, die hat in eine Verkäuferlehre gemacht oder irgendetwas, die hat irgendetwas auf dem Kasten und du kannst mit ihr reden und die weiss noch vielleicht gar nicht, welches Öl das du brauchst für die Karre, was weiss ich, oder? Und ich habe so das Gefühl, in Amerika ist die Schere ist so wahnsinnig gross. Du hast so die Highflyer-Leute, die super kompetent sind. Und dann ist so die Leute, die einfach nichts auf dem Kasten haben, aber sie sind super freundlich. Okay. Und das triggert mich dann noch viel mehr. Ja. Und du läutest an, hey, bei mir eine neue Firma, haben sie mit Workers' Compensation Versicherung gekündigt, auf einen Fehler von ihrem System dann angerufen. So freundlich wird die in der Schweiz nie behandelt wie dort. Die haben das wirklich super mehr behandelt. Aber es hat dann nichts geklappt. Sie ist mir genau gleich gekündigt worden. Sie ist 1000-mal entschuldigt, alles aufgelegt, ist mir genau gleich gekündigt worden. Dann habe ich wieder angerufen gesagt, hey, schau mal, dann haben wir jetzt diskutiert, das war ein Fehler von euch. So, sie waren wieder super freundlich gewesen. Aber es hat wieder nicht geklappt. Okay. Und dann musste ich noch das letzte Mal anrufen und dann hat es geklappt. Und so ein bisschen wie die wahnsinnige Inkompetenz, die du hast dort in gewissen Jobs, ist enorm schwierig für mich. Und das vermisse ich hier. Die Leute hier sind irgendwie gut ausgebildet. Ja, allen Belangen. Voll. Also ich spüre das Problem jetzt nie, wo du jetzt dargestellt hast. Ja. Ich finde es selten, sehr selten bis nie. Ja. Das ist etwas, was ich wirklich vermisse, dass die Sachen einfach klappen. Und auch Prozesse, auch bei der Verwaltung, zahlst du vielleicht hier noch da noch etwas, aber es klappt overall. Wenn du das Gefühl hast, dass du in der Schweiz aufregst, dann gang bitte in ein anderes Land und schau, wie es dort ist. Oder da musst du nicht weit gehen, da musst du nicht bis auf Kalifornien gehen. Ja, ist ja so, geh in die Türkei. Und wenn der Bus nicht kommt und du motzt, sagt er, aber nicht kommen. Wenn ich nicht komme, komme ich nicht. Also, ob es passt oder nicht. Ja. Und da 1 Minute zu spät. Oh mein Gott, jeder macht einen Pause. 1 Minute zu spät. Also eben, das, was du sagst, wir sind so krass gemütlich, weil wir haben ja alles. Also, wir haben ja alles. Wie? Ja. Darum motzen wir auch auf sehr, sehr hohem Niveau. Hat nicht die Schweiz auch sehr eine hohe Selbstmordrate? Oder ich glaube, Japan ist das Einzige, das noch mehr hat, glaube ich. Japan ist Nummer 1, sicher. Also nach meinem Wissen. Ja. Aber also wenn du schaust, jede Leistungsgesellschaft hat auch eine hohe Suizidrate. Und das ist schon erschreckend. Ich habe letztens mit einem Kollegen darüber geredet im Podcast, ich glaube die 2. Folge, wo er sagt, ist es nicht erschreckend, dass der Mensch das einzige Lebewesen ist, das sich aktiv selber umbringt. Und das in der Tierwelt du eigentlich nicht siehst. Das hat mir recht zu denken gegeben, das ist eigentlich schon krass. Gibt es nicht da die Teile, wie heisst das? Lemming, ja. Oder ich weiß aber nicht, dass ich kenne es nur vor 20 Minuten, der Comic. Du musst selber umbringen. Ja, voll. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich so ist. Ja. Das stimmt, ja. Ja, das ist heavy. Ja, es stimmt schon. Und ich glaube eben schon, das hat etwas mit zu tun, wenn du mehr wie Zeit und mehr, glaube auch viel mehr psychologische Probleme dadurch, weißt, wenn du wie die Tage einfach durchkämpfst, für das du einfach etwas zu essen hast, hast du wahrscheinlich auch nicht so viel Zeit für das. Nicht, dass ich das lieber hätte, überhaupt nicht. Nein, gar nicht. Aber es auch noch gut geht. Aber eben, der Kollege sagt auch, wieso suizidieren sich nicht Leute in Afrika, die teilweise auch nicht mal sauberes Trinkwasser wie haben. Also es ist schon heavy. Und du hast da den Kühlschrank und das Gefühl, der Bauch ist wie voll. Aber ich sage nicht, wir haben kein Problem. Ich will also, dass das falsch verstanden wird. Wir haben einfach andere Probleme, aber krass, dass wir eben, wie du sagst, dann aus dem wir nicht rausgehen und sagen, vielleicht verdiene ich jetzt ein bisschen weniger, aber dafür geht es mir psychisch gut. Nein, durchbissen. Pressure makes diamonds, oder wie ja, genau. Bro, also genau. So weißt du, mit Netlog-Sprich von früher, es ist so... Netlog? Ist das die Plattform? Netlog? Du kennst Netlog nicht? Das war die Plattform, oder? Die Online-Plattform? Genau, ja. Da hat jeder so seine tiefgründigen Sprüche gepostet. Ja, voll. Ich habe immer Partyguide habe ich aber gehabt. Partyguide? Ja, da habe ich auch so tiefgründige Sprüche gehabt. Ja, genau. Das war alles, bevor es Tinder gab, nicht? Das ist nicht alles ersetzt worden durch Tinder. Ja, Tinder und Instagram und all das. Also. Ja, aber ich glaube, so
Partyguide war schon eine Plattform, sehr wohl für... Voll, Partyguide fix. Ja, Fix. so Netlog ein ist Austausch. oldschool Instagram, kann man ein bisschen sagen, glaube ich. Mega spannend. Mega spannend. Hast du noch eine Frage? Sonst würde ich langsam mal sagen, gehen wir uns ein kühles Getränk gönnen und die Kamera mal ein bisschen auskühlen lassen. Meine brennendste Frage vielleicht noch ist, hat echt die Kamera aufgenommen? Ey, glaubst du mir, Dave, ich bin mich seitdem es am Aufnehmen ist, mich am Fragen. Vielleicht sieht man das im Gesichtsausdruck. Vielleicht sieht man es auch nicht, weil die Kamera nicht läuft. Ja. Ja. Ey, es kann sein, dass das Bild gar nicht aufgenommen ist. Das ist aber ein Podcast, wo ich 100% raushaue, weil ich finde wirklich dich extrem spannend. Ich finde dich auch sozial. Meistens, wenn ich so Leute, wo der Flo mir erzählt hat, ja, er ist eben Informatiker, voll der Business-Dude, er hat voll gerissen, jetzt in Amerika, habe ich so gedacht, er ist wahrscheinlich sozial dafür nicht so affin, vielleicht auch, also verstehe mich wie nicht falsch, vielleicht ist die emotionale Intelligenz ein bisschen lower. Und dann habe ich dich gesehen, dort, wo ich abgeholt habe, und ich habe gedacht, boah, Alter, das ist ja wie einer, der die ganze Zeit mit Menschen arbeitet, der mit der Pflege arbeitet. Du bist emotional auch super intelligent. Und ich finde, meistens haben wir bei Informatikern so ein bisschen, okay, das ist vielleicht ein bisschen Autismus. So. Ist so. Ich bin hundertprozentig nicht sicher, dass ich nicht auf dem Spektrum bin. Aber das hättest du mir mal gesagt, Duplo, mit meinem Sohn, da kommt ich so raus. Ja, das ist so ein bisschen. Aber ich habe letztens gehört, dass man das eben nicht mehr so sagen, dass man auf dem Spektrum ist. Ich mache es gleich noch. Aber overall, wie gesagt, ich liebe wirklich Menschen. Ja, aber man merkt es durch und durch. Ich finde auch, mach das ist das Einzige, was zählt. Und vielleicht können wir irgendwann mal noch die Konversation noch weiterführen, aber ich habe wirklich so, mein grösstes Ziel im Leben ist, möglichst vielen Menschen zu helfen. Weil, ich weiss nicht mehr, wo das war, als ich so gelesen habe, aber es ist oder gehört, es heisst, man stirbt zweimal. Einmal, wenn der Körper stirbt, und das zweite Mal, wenn das letzte Mal jemand deinen Namen ausspricht. Oder wenn du das letzte Mal irgendjemand in Zukunft vom Hakan redet, dann stirbst du das zweite Mal. Ja. Und dann bist du vergessen für immer. Und als ich das gehört habe, dachte ich, wow, mein Ziel ist, wie möglichst vielen Menschen zu helfen in meinem Leben, dass sie noch ihren Kindern davon erzählen, dass der Dave Grissom ihnen hat geholfen, vielleicht Generational Wealth aufzubauen, eine Firma aufzubauen, ein besseres Leben zu ermöglichen, ihren Kindern das Studium können, ermöglichen, einfach so, dass ich wie mein Mark on the Society auch ein bisschen hinterlasse. Und das ist wirklich mein grösstes Ziel für meinen nächsten Lebensabschnitt. Okay. Aber eben, sozial bist du ja schon, also immer gewesen. Kann ich mir vorstellen. Ja, ich bin wirklich privilegiert aufgewachsen. Okay. Nicht unbedingt monetär, dort nicht unbedingt, okay. Aber ich habe enormes tolles Elternhaus mitbekommen. So ich unendlich dankbar bin, mit wirklich schon mit den älteren Brüdern, mit der älteren Schwester, wo ich geschaut habe, Mami, Papi, ich bin unendlich privilegiert dort, okay. im emotionalen Support, im Umfeld und so. Ja. Okay, ja, darum ist es ja weiter. Also ich sage auch immer, also meine Mami ist King für mich. Oder Queen vielleicht sogar. King, Queen, Gott, alles zusammen. Wir sind 4 Brüder und wir arbeiten alle in der Pflege. Also alle haben so das Helfersyndrom. Ist ja jetzt auch kein... Es klingt wieder negativ behaftet. So voll, aber so meine ich es nicht. Aber ich meine so, man muss Menschen, also wir haben alle Menschen gern und wir wollen alle helfen. Und meine Mama hat immer gesagt, wenn ihr die psychische Stärke habt, anderen zu helfen, dann macht das. Boah, super. Und darum, ich glaube, verstehen wir das. Wir sind beide ein bisschen ein Nerd vielleicht in uns, aber auch beide, das emotional intelligent haben, immer so, als wäre ich irgendein Doktor, aber weißt du, was ich meine? Die Sozialkompetenz. Das ist so etwas. Ich würde mich mega freuen, morgen im Jiu-Jitsu zu sehen, wie gerne du den Menschen hast, indem du hure lieb zu mir bist. Brutal. Ich würde nie etwas machen. Und mich nicht anlängst und mich in Ruhe lässt und so. Wenn ich mich gewinnen, selbstverständlich. Ja, vielleicht komme ich voll drunter. Das ist spannend, das ist so geil. Das ist schön. Ich freue mich drauf. Hey, ich mich auch. Ja, wenn du wieder mal rum bist, sehr, sehr gerne. Oder wenn du noch ein bisschen länger bleibst, sehr gerne noch mehrere Themen, andere Themen. Sehr gerne. Hoffentlich mit einer Kamera, die funktioniert.
Wo nicht überhitzt. wo nicht überhitzt. Yes. Hey, danke vielmals fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst, lernen wir voneinander, lachen wir miteinander, tschüss miteinander. Ja, das ist geil, Top, Alter. So ein guter Podcast.